Grüß euch, Servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Es herzeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielen wir noch den Werner Schau. Die Quetschel klingt heute super fein, Die Kontrapumpen hinten rein. und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leidl, grüß euch, servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bohr. Es herzeit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl. Grüß euch Gott, herzlich willkommen zur Pawlatschen Nummer 221 So schaut's bereits. Diesmal wieder aus der Klause Klaus in Bad Schönau. Es ist mir eine große Freude, hier wieder Gast sein zu dürfen. Mich gefreut's auch. Herrlich. Herzlich willkommen ihr da in meiner Klause sozusagen. Freut mich sehr. Wir haben da einen wunderbaren Abend. Wir könnten einmal noch kurz da umschauen. Schau, warte mal. Vielleicht geht's noch, ja. Naja, viel sieht man nicht mehr, aber geht zu ein bisschen. Geh ein bisschen zu, ja, schau. Warte mal, Kamerakind Patrick wird sofort eingestellt. Achso, warte. Es dauert. Da ist er, schau. Da der Ausblick. Schaut sich das an. Ich meine, wie gesagt, die Terrassen habe ich immer noch nicht gescheit gemacht, aber schaut sich das an. Ist das ein Traum? Ach Gott, ich bin verliebt in den Platz. Schön, gell? So schön. So schön. Ich bin so stolz drauf. Und heute tatsächlich, jetzt geht es sogar noch. Da sieht man, wie die Zeit vergeht, gell, dass das schon wieder geht, respektive, wenn man nimmt die Stunde, ne? Das ist die Sommerzeit, ne? Das ist natürlich auch noch mal eine Stunde. Das ist natürlich, ich hab schon dran. Ach so, weil ich schon stehe hier. Ja, nein, gute Idee, aber willst du schauen wegen einem Bier? Ja, schau mal. Ja, warte, ich stell dich wieder ein. Patrick, Kammerkind, bist schon näher. Jawohl. Da sieht man am Kühlschrank, da hängt da der Müllkalender, aber der vor 3 Jahren. Na, ganz weg, der ist 23, der ist ja fast aktuell. Fast. Fast aktuell. Was haben wir da? Da haben wir schon was. Ja, wir nehmen heute Bier aus der Brauerei Schwarz in Grumbach, also die hiesig ansässige Brauerei. Ja, schaut da was auf. Weltklasse. Jawohl. Weltklasse. Super gemacht, Patrick. Einmalig. Warte, den Öffner brauchen wir auch noch, fällt mir gerade ein. Öffnet da, hängt. Achso, ja. Zu spät zum Filmen, komm mal. Wir haben ein helles aus dem Schwarzbräu. Da bin ich heute vorbeigefahren. Ja, Haben wir zu an dir der gefahren? 55er Fahren wir vorbei. Bundesstraße 55. Da ist die Kamera. Ich schau ins Licht, meine. Oi. Ich stehe in die Kamera, schau ins Licht. Patrick, ich muss sagen, geh nicht ins Licht, nicht ins Licht. Nein, geh. noch nicht. Ist noch Nein, nicht Zeit. Es ist noch nicht Zeit. Schau in die Kamera. Ja, an der Bundesstraße 55 gelegen. Ganz kurz vor der Ortseinfahrt Grumbach. Das Schwarzbräu, ein helles. Ich finde es schon gut. Ihr erlaubt mir, ich bin ja der Proletmann von uns, daher. Okay. Ich trinke es aus der Blödsinn, was Flasche. du redest. Ich trinke es aus der Flasche. Mir schmeckt es besser, wenn es aus dem Glasl ist. Also Ja, ist so. ja. Zum Wohle. Zum Wohle. Auf Prost. euch, meine Lieben, gell? Auf einen schönen Abend. Hurra, hurra, auf euch. Schön, dass du da seid wieder. Ganz leibend. Ich gebe einen kleinen Chat eine schon. Sehr gut. Wie schmeckt's gut? Sehr leichtes Bier, gut gehopft, der Hopfen sehr aromatisch, sehr fruchtig sogar, möchte ich fast sagen. Ja. Ja, ich finde, Gut. ich find, er macht sehr gutes Bier und Ja. wir haben uns nämlich schon ein bisschen, das ist wie mit dem Gruß aus der Küche. Wir haben uns schon mit den normalen, einfachen Waren, die aber nicht schlecht sind. Der Bierklassiker hier in der Gegend auch, Ja, muss richtig. man sagen, kann man sagen. Ist bunte. Genau, so ist es.
Man ist ja das schon gewohnt seit der Jugendzeit, nachdem ich viel in der Steiermark war, in meiner Kindheit und Jugendzeit auch dann in Passau. Da gab es auch fast überall das Bunte, ja, überall. Ja, aber ich bin nicht krank, meine Herrschaften, ich bin Gott sei Dank wieder gesundet. Ja, aber freut mich die sehr. Allergie hat heute zugeschlagen. Und dann habe ich heute noch Rosen gemacht auch noch. Und mit der Motorsensen, mit Trimmer. Ja. Mit Mit Motortrimmer. Rasentrimmer, mit Motor, Benzin, Rasentrimmer, glaube ich, so heißt das Ding. Von Stihl. Ich kann endlich kann ich auch Jetzt ist er im Club bei Zusätzlich- mir angekommen auch. Ja. zusätzlich zu Husqvarna schütteln, kann ich es endlich auch Stihl schütteln. Ich fahre ja seit Jahren beides nicht, also fahren ist gut, ich meine, Fahren ist gut. ich bediene beides. Ja. Nein, Husqvarna. Weil ich habe heute endlich für die Uschi, sage ich, ist ein Blödsinn, ich meine, für meinen Munkelein, habe ich für Wien, wenn sie endlich einen Rasenroboter, habe ich endlich erledigt, wie ich gehofft habe, und dabei habe ich mir gleich Motorsensen gekauft. Na, was? No. Das ist ein erfolgreicher Tag bereits Ganz schon, gewesen. Das ganz kann schon. nur mehr die Krönung jetzt die Pawlatschen. So ist es. Aber der Punkt ist der, ich bin halt heim und natürlich, was machst du sofort? Ausprobieren muss man es natürlich. Na Ja, klar. auffüllen und geht schon ram, und dann geht's los. Nicht? Dann denkst du, ich wollte es eigentlich nur ausprobieren, aber jetzt habe ich schon angefangen, jetzt muss ich das aber fertig machen auch. Machen wir gleich weiter. Ne? Und dann bin ich noch mit dem Rosmarer drüber, dann bin ich saumiert gewesen. Und die Allergie hat sich natürlich nicht verbessert durch das, muss man auch sagen. So, jetzt aber einen Blick da rein. Franz M. fragt schon auf Bier. Wird das wieder eine Panne im Pawlatschen? Nachher auf erst. Kann leicht sein. Es kann leicht sein. Magnus Sterzinger ist da, die Susanne Faber, Matthias Mariacher, Franz M. machen den Ausklang nach dem Weinfrühling in Bodersdorf. Den haben sie überlebt, das freut uns sehr. Das ist schon mal positiv, ja. Schau, da was nach einigen Tagen der Abwesenheit bin ich wieder da. Grüß euch, 16 und der Unimaster ist am Start. Super passt. Peter Prachtl ist da, grüß dich Gott. Servus. Das ist ja der Franz eben. Wir haben 16 Winzer besucht und den Kummer zweimal. Ja, Nomen ist Nomen, gell? Michael Ungar, jawohl, sehr brav, sehr brav. Markus Volker ist da. Markus, Grüß schön, dass dich, du wieder dabei bist. Ludwig Sass ist am Start. Beim Bier natürlich ganz wichtig. Hallo zusammen, wusstet ihr, dass beim Nachschauen ca. alle 15 Minuten Werbung kommt? Ich muss einfach live bleiben. Das ist ein guter Hinweis zum Live bleiben. Aber wirklich kommt dann so, naja, die Werbung ist grundsätzlich eingeschalten und ich habe nämlich die Werbung angetragen für zwischen der Sendung, aber das dürfte nur beim Live Das ist sein. aber nur beim Livestream nachher, wenn du es nicht mehr Und nachschaust. dann machen die Werbung sie es, ist ja. kostenlos. Ich habe das auch bei anderen Videos, nachdem ich nach YouTube nur gratis nutze auch. Ja, kenne ja, das Problem auch, nachdem ich sehr viel YouTube schaue. Weiß ich, und bei längeren Videos und längeren Geschichten, Dokumentationen hast du dazwischen immer die Werbung, ja. Ja. Aber es ist ein guter Hinweis, dass man live bleibt, ja, das stimmt. Fritz Startkus, unser Krause, ja, ist am Start, das gefällt uns natürlich. Der Maber ist da aus München, der Paul Artmann, der Uli Slonek aus Wien. Schönen Abend aus Wien. Jawohl, Servus. Bravo, servus, grüß dich gut. Einmalig. Jawohl. Alexander Hauser, schönen Abend alle miteinander, grüß dich gut. Die Mege Pemperton ist da. Servus. Ja, ein Traum, die Aussicht, da bist du im Himmel ganz nahe. Ja, gell, wirklich, Fritzl, das ist wirklich, muss ich sagen. Der Landtagsstromer Markus und der Maber, war der Maber auch da damals? Oh ja, der Maber war ja auch mit. Bei dir herum, Ja. auf Besuch sogar? Ja, oder nicht? Nein, da war der, erst Landtagsstromer Markus, jetzt musst du noch helfen. Aber ich glaube, nein, da war der Maber noch nicht mit. Da warst du da. Der Bernardus Motto hat mich besucht. Und der Landtagsstromer, also auf jeden Fall der Markus Landtagsstromer, der auch da ist, Servus mit Verspätung, sagt er, aus Mittelhessen natürlich. Natürlich. Von wo sonst, ne? Jetzt wissen wir es endlich. Endlich haben wir es uns gemerkt. Nach einer langen Zeit. Aber da sind wir schon gesessen, da auf der Terrasse. Jawohl. Der Hubert das Garmisch ist da, grüß dich Gott. Servus. Susanne Moser, jawohl. Jawohl. Wirkt leicht voyeuristisch, wie der Klause mit Überwachungskamera zuschaut, wie sich jemand aus seinem Kühlschrank bedient. Ja, das hat einen gewissen Fetisch, hat's, gell? Das muss man schon sagen. Ja, das muss man schon sagen. Aber ich darf ja. Ja, eben. Christian Stroh, Grüße aus Stammersdorf. Meine Verehrung, grüß dich gut. Grüß dich. Der Raffi ist da. Raffi muss ich gleich ein bisschen zeigen. Raffi, das ist ja in der Früh, ist ja das nicht gegangen. Aber jetzt funktioniert jetzt es. funktioniert's. Jetzt geht's. Der Raffi war nämlich in Wien. Jetzt muss ich Er noch schauen, sagt, es geht, ne? Das, ja, wir müssen genau. schauen, welches Büro ist. Da ist er. Gottschatz haben wir schon Der wieder. Raffi war in Wien. Wo war das Raffi? Im Steffel oder wo war denn das? Oh nein, es muss Hecher sein.
Na, wo ist das, Raffi? Jetzt sicher, das am Ringturm oder wo war denn das? Auf jeden Fall, Raffi hat sich original nach Wien begeben, aber am Naschmarkt einkauft wie ein Kaiser und hat sich dann da noch anlichten lassen in schwindelerregenden Höhen und hat uns das erfreulicherweise zukommen lassen. Und in der Früh ist nicht gegangen, habe ich es nicht rausholen können. Aber jetzt ist da, schaut sich das an. Ja. Ist das leibend? Absolut, absolut. Raffi in leibend. Wien, Raffi in Wien, Weltklasse. Der Jota ist da, nun haben das Essen im Ruhrgebiet, jawohl, Markus Pristonik, auf einmal der Pavlatschen. Der Markus da ist, wird die Karin Albertini nicht weit sein, Na, hoffen wir doch. Sag ich einmal. Hoffen wir doch, dass in der Nähe ist, grüß euch gut. Die Maggie ist im Juni wieder beim Taschler, ja. Beim Taschler, wenn wir heute in der Früh haben wir noch quasi Panikwerbung gemacht. Panikwerbung. Nicht, aber weil noch ein paar Platzl frei sind. Und dann zum Mittag hat uns der Manfred schon kontaktiert und gesagt, bitte keine Werbung machen. Nachmittag kam schon die Nachricht. Ja, Wir sind übervoll. Nicht? Oder Ja, glaubst du, gibt es wir noch sind irgendwie so übervoll. Einzel? Ruft Probieren. auf jeden Fall. Es gibt auch immer eine Liste bei Manfred, wo es morgen jemand noch absagt oder so, Genau. dass jemand nachkommt, sozusagen. Ja. Ja. Also trotzdem keine Scheu und anrufen bei ihm. Also das ist überhaupt kein Problem. Unbedingt. Unbedingt. Hätte uns gefreut. Christian Struh sehen uns beim Lentner Kalle, jawohl, einmalig. Einmalig, bravo Christian. Der Jota hat die 8 Werner Wichtig ist da, grüß dich gut. Christi. Der Wolfgang ist da, guten Abend. KTM Junkie, habe die Ehre. Noch am Heimweg von der Arbeit. Ja, aber das gefällt mir, dass du dabei bist. Super. Haus des Meeres. Wirklich? Alexander Hauser, das war Haus des Meeres, war das? Ja, Steffel, mega, ich weiß nicht, das kommt mir so hoch vor. Das Gebäude, wo da drinnen ist. Das kommt mir Das sehr Haus hoch des vor. Meeres von oben, ich weiß Das nicht, ist- war ja. das schon lange nicht mehr. Ja, das ist der Flakturm, ist schon höher. hoch, Ja. Ja. So, der Andi, Bernard, Landtalstromer waren vor Ort und wurden auf baufällige Stühle gesetzt. Na, vollkommen intakte, Einer. neuwertige Stühle, möchte ich fast sagen. Die waren maximal 30 Jahre alt. Und der Landtalstromer hat einen total zerstört. Welcher Andi war da? Was für Andi? Was für ein Das weiß ich nicht, ich war damals nicht. nein, der Andi, der Christina. Der Christina, der Andreas Christina, aber richtig. Landtalstrom oder Christina hier. heißt er übrigens. Christina, ja. Ist das wurscht? Ich sag Christina. Ich muss gleich einen Schluck nehmen. Na, diesmal auch einmal auch, schaut nach dem Haus des Meeres aus. Schau, jetzt hat's gescheit. Das war 2021, ja. Und da sind wir das erste Mal, gell, auf die Nacht beim Wirten gesessen wieder. Das war wieder, wie die Wirten wieder aufgemacht haben. Beim Geier unten. Muss ein Genuss gewesen Ja, sein. nein, Ja. das war ja Wahnsinn. Nein, das war die Sperrstunde ist überzogen worden, aber der wird halt alle Hände voll zu tun. Weißt du, ein schöner Tag, wir sind im freien Gastgarten gesessen, nicht wir allein, nicht? Und ein ganzer endlich Haufen. dürfen wir wieder vor. Das erste Mal, Das das erste Mal. Wirtshaus hat offen Ja, wieder. ja. Und der hat sich schon, der Lerli hätte ich so gerne noch weiter bedingen, aber jetzt müssen wir dann Schluss machen. Aber das war schön, war wirklich schön. Barbara Swobert aus München ist am Start, grüß dich gut. Na schau, der Raffi im Haus des Meeres, 9. Stock. Dank der Raffi, jawohl. Gleich nochmal reinschauen. Und ist Finn schon wieder. Da, Haus des Meeres. Im Flakturm sozusagen. Na, sehr leibend. Bravo, Raffi. Kann man aus dem 11. oder 12. Stock diesen Blick genießen. Matthias Mariacher, aber schau, siehst du, ist der 9. Stock sogar. Schau, Facciamotto ist auch da. Sizilien, grüß dich. Jawohl. Servus, jawohl. In Sizilien. Mit der Fähre doch alles geklappt, hoffe ich doch noch. Jawohl. Da trinke ich gleich einen Schluck Grumbacher Zum Bier Wohle. auf Sizilien. Ja, jawohl, Prost. Das ist wirklich sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Kleine Flasche an, gell? Naja, so Das ist macht das. doch nichts. Das ist Landtalstromer klärt schon auf. Der Christina war das. Der Christina. Du hast schon lange nichts gehört, gell? schon lange nichts gehört, ich auch nicht. Nein. Nein, du hast mit ihm. Ich weiß nicht, was mit dem Kann ist. das auch hocken hat? Kann man da hocken im Lagerhaus, ist er eingespannt wahrscheinlich. Von vorne bis hinten wahrscheinlich. Von oben bis unten. Rund um die Uhr. Ja, wirklich ein Wahnsinn. Wirklich ein Wahnsinn. Ich hätte einen Wunsch. Was denn? Jeder Mensch hat auf der Erde, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist der Hahn, dort wo die Wempel wachsen da.
kleinen Buschen hin, wo man alle die Wehrlieder singt. Saß da unten lot es jeden einfach groß, so haben Tanzers unsere lieben Bären steht. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold in das in Glas, wo man trinkt und isst und wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Ende ist. Die zweite. Mit einem Spurt hab ich kein Frei. Sichtbare, Ewig schad war's um die Zeit, na und beim Kino schlaf ich ein. Aber für mich gibt's ja nur einen Wein. 50, 60, wo vorm Haus ein grüner Buschen winkt, wo man alle die Wehrlieder singt. So aus da unten wo das jedem einfach grad, so habe Tanzers unserer lieben Wehren Stoff. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, da machst ja saft, so wie schon war schon los. Da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr so wieder ist. 50, 60, 50, 60, für die Sterbestrophe. Geht's einmal mit mir zu ihm, da mach ich gleich mein Testament. Das muss kein Echendruchen sein, gehaut's mich nach Fassen rein. Aber Blalling voll muss das sein, ist ganz klar. Wo vorm Haus ein grüner Buschen winkt, wo man alle die Wehrlieder singt. So aus da unten wo das eben voll grad, so habe Tanzers unsere lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zum Wiedern ist. Jawohl! aber mit einem Glas Glas zack, Wein. zack! Marsch haben wir Was? begonnen. Nein, letztes Mal. Das hat viel Geld gekostet. Ja, Jawohl, jawohl. großartig. Jawohl. Ein Leberkasse müssen wir Bier und ein Bier aus der Flaschen. Ja, es ist. Es ist nichts dagegen es ist einzuwenden. so, Ne? es hat schon auch seine Qualitäten. Dieses simple. Aber ich habe trotzdem immer gerne ein Glas dabei, aber das ist offenbar vererbt bei mir, weil mein Vater und beide Großväter am liebsten. Außer auf der Baustelle, wenn wir was an oder Ja, wenn aber wir- auf die Flaschen ist ja ein Glas. Ey, aber sag, das ist einfach, ja, ein Glas, das eingeschenkt ist. So, unsere Prinzipessa Daniela Schlögl hat den Ort betreten. Sorry, etwas verspätet schon. Musste noch mit deinem Vater telefonieren. Ja, Familie geht vor. was. Familie geht vor. Ich meine, Das glaube ich auch. Da hat man sich gar nicht entschuldigen, um Himmels Willen. Es war noch schöner. Die Megi ist da, all my stuff. Megi ist da. All my stuff ist da. Grüß dich gut, all my stuff. Aber Apropos, die Megi ist da, ja. Schau, der Michael Unger hat sich ein Göss rein. Hannes Steirer, weil ich vergrüße. grüß dich, Hannes, servus. Ui, muss ich gleich. Für meinen Neffen muss ich gleich aufsetzen, das Honda Kapperl, weil er ist ja natürlich schon voll unterwegs mit seiner Honda Hornet, die es ja letztes Jahr zugelegt hat. Einmalig. Ein großartiges Lied, sagt der Harald Hunter. Ich danke dir schön. Dankeschön. Ja. Und übrigens, weil wir ja das letzte Mal gehabt haben, Den Hunter da hatten, ja. Den was? Den Hunter hatten wir hier, den Jäger. Den Hunter. Ja, aber nicht den Harald Hunter. Nein, aber den Hunter haben wir, den Ja, Jäger. einen Jäger haben wir gehabt. Einen Jäger haben wir, deswegen ist mir das eingefallen. Ja. Ach so, aber der Harald Hunter, der Harald Hunter war in Donnerlöschenkeller mit dabei. Was uns immer wieder sehr freut. Nein, wir haben gehabt in Sumsee in Summerauer, Christian, von der, unter anderem ja auch von der Feuerwehr in Eibistal und wir haben dann gesagt, ja, wir werden, also das, was da reingekommen ist an dem Tag, spenden wir der Feuerwehr Eibistal. Übrigens, die Feuerwehr Eibistal hat 20 Euro gespendet. was ich auch leibend finde. Ja, also es sind sogar Einnahmen von der Feuerwehr gekommen. Und ja, also es ist das jetzt... kostet mich was wieder. Ja. Das kostet Naja, mich was. es ist in Summe jetzt Feuerwehrring. wirklich nicht viel gekommen. Es ist wirklich nicht viel auf. Also
es hat sich recht, ja, also ich sage einmal, es hat sich in Grenzen gehalten, die Spendenbereitschaft, aber, wie haben da gesagt, ist ja wurscht, nicht? Wir runden auf einen 50er, machen wir. So machen wir Und das. der Sohn hat das so lieb gesagt, dass wir müssen machen, das müssen wir irgendwie machen, nicht? So die also erst, da kommt jetzt nicht ein Vermögen einer, gell? Das ist mehr eine symbolische, leibende Geste und wir werden natürlich ein paar Fotos oder ein kleines Video schießen, wenn wir im Feuerwehrhaus in Eibistal eine kleine Führung bekommen, den 50er dort einwerfen. Sagen wir, ist aber leibend, die 20 Euro sind für euch selber. Und ich werde die Summe noch aufrunden, da Ja. wird natürlich als alter Eibestoller. Sehr gut, das erwarte ich mir von dir auch. Ja, selbstverständlich. Das erwarte ich mir auch von Wenn wir dir. es schon dreistellig machen einmal. Ja, war, dass wir es dreistellig Das glaube ich auch, nicht? Ich glaube, das wirst nicht du aufrunden müssen. Das geht aus der 16, beim Kassa geht das aus. Auf jeden Fall, das dazu, falls jemand fragt, was war da, was wird da geschenkt. Also es wird ein 100er umgekrugt werden. So schaut's aus. So. Gibt es eigentlich in Wien so 1. Mai-Fest? Ja, ja, also 1. Mai-Umzug und von der SPÖ. Ansonsten glaube ich, so Mai in Wien hast du das nicht gibt so. ein paar Mai beim Aufstellen, gibt es beim Dornbacher Pfarrer, weiß ich noch, dass es Ja, den so- hat und so. ja. Ein paar kleine, irgendwo in den Randbezirken in Otterkring. Am ist Land kein- quasi. In Otterkring ist aber kein Otterkring Mai ist beim nichts, Aufstellen ja. worden. Ist nichts. Ich hab's in Das meinem- Leimendste war in Sehr Floridsdorf am Schlingermarkt der Maibaum vor ein paar Jahren. Freut ich mich geniert. Ich mich geniert. Als Neo-Floridsdorfer, Die Geschichte. ich habe mich geniert. Dumm lag ich so. Na, die wollten einen Maibaum aufstellen. Sehr löblich, sehr Brauchtum und so weiter. Wollen einen Maibaum aufstellen. Na, alle Magistrate, was existieren, ich glaube nicht einmal, ich glaube sogar Magistrate, die nicht einmal, ja, alles, was wir erzählen, wo ist er? Pardon, ich Nicht? das gar nicht. Naja, bist du dann da, brauchst du eine Taschentuch? Haben wir da? Bitte darum, ja. Bitteschön. Dazu weiter. Nein, ja, es gibt einmal Taschen, ich man kann, bringt also nichts davon. Danke. Und das macht mich nervös. Naja, auf jeden Fall ist das alles so nicht gegangen. Jetzt haben sie ihn kürzen müssen. Jetzt war dann, haben sie ein Mutzerloch gegraben. Also, und dann so mit Betonding, was ist mit dir jetzt da? Ja, was weiß ich, was da für ein Pollenflug ist bei dir da draußen. Ja, verspäteter. Naja, jetzt ist dann dort so ein Gestärme rausgehängt. Es hat eigentlich ausgeschaut, wie wenn jetzt dort so Betonblech von der Baustelle hingelegt worden sind und, und nicht länger weggekramt worden sind. Und jetzt ist dazwischen schon das Unkraut rausgewachsen. Und die Bandeln am Maibaum waren dann auch noch so Baustellenbandeln. Also der Baum war groß, 2,5 Meter oder hoch, ja, vielleicht 3, glaube ich gar nicht. Also das war so ein peinlicher Maibaum, habe ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Ja. Nein, Ja, Patrick. dazu weiter, bitte. Ich muss kurz. Leb dir aus, Patrick, leb dir aus. Ein Wahnsinn. Ja. Was heißt? Der Olmes darf heute mit einem guten Tropferl vom Gil aus Nussdorf, ob der Dreisen. Bravo. Da bekommt man durch, sagt der KTM-Jungle. Ist aber auch gut. Ein Flascherl hat halt selten einen Hängel. Ja, das stimmt wohl. Ja, wie gesagt, aber mehr, also so richtig so eine große Tradition haben wir da in Wien. Außer wie gesagt, der Maiaufmarsch von der SPÖ. Das ist halt natürlich ein großes Ereignis. Also auch schon immer mehr so, wie es war, aber halt, ja, das war das früher, waren das schon so die Umzüge, nicht, was da gegeben hat. Das war so, da ist schon ganz Wien auf der Ding. Wo ist ein Patrick? Jawohl, einmalig. Schau, der Christoph Acker ist da. Grüße von Nizza in die Klause, ich bin schon da. Ackerl, grüß dich gut. Ackerl, ich habe mir dein Video noch nicht angehört. Ist da was drauf, was in die Pavlatschen gehört? Weil du hast mir ein Video geschickt und ich habe noch nicht die Musik gehabt, mir das anzuhören. Und jetzt ja, weißt du. Uli Slonek, der große Maiaufmarsch mit der grünen Kundgebung mit der großen Kundgebung vom Rot. Ja, das sehe ich, genau. Andreas Wittersegger hat am 1. Mai Geburtstag. Es erzählt immer wieder, dass er als Kind dachte, die Maiaufmärsche wären Ehren seines Geburtstags. Das glaube ich nicht. Das wird ein böses Erwachen gewesen sein.
Auch meine Nichte mitsamt der Großnichte haben auch am 1. Mai Geburtstag. Das ist ein Wahnsinn. Stimmt, ich nicke hier aus dem Ja. Nick, ja. Kannst gleich Holz auch noch legen, glaube ich. Weil von den Schnetzlingen brennt der Ofen nicht. Okay, die halten an. Patrick und Feier, Unimaster, jawohl. Jawohl. Magistrate, die nicht existieren. Ja, ungefähr so. Zwar immer 24, 12. 3 Meter, ja, wann überhaupt mit der Prachtel, größer aber nicht. Ich finde es ja lustig, dass die Kirche bei diesem heidischen Fest so mitfeiert. Weil die Kirchen feiert ja nicht mit beim 1. Mai. Die Kirchen ist ja da eigentlich aus. Ich meine, es sind Volksfeste, nicht? Aber also kirchliche, ich weiß nicht, Kirchtage am Land oder was? Am 1. Mai oder was? Bei uns ist Mai beim Aufstehen, aber das ist bereits morgen auf der Nacht. Naja, In das Eibenstadt machen zum viele. Beispiel, ne? Machen Mit viele Musikverein ja, vor ja, allem. ja. Aber kirchliche Feste, weiß ich jetzt nicht, dass die da jetzt irgendwie eingestiegen sind. Oder was meinst du, Daniela? Aber ich glaube, weil so. Aber ich meine, im Prinzip fast jedes heidnisches Fest hat die Kirchen übernommen, ne, damit sie weitermachen können. Aber ich freue mich morgen am Abend, ich muss natürlich hinschauen morgen am Abend. Ist Ja, gut, ist ja nicht weit weg. Ne? Ist ja wirklich ums Eck bei mir. Nicht? Also, Ein Vogel versus Bonnie, ich verstehe. Ackerl, dank der Schee. Auf jeden Fall, ich bin noch nicht dazu gekommen. So, bist du jetzt wieder bereit? Oder ich bin bist wieder du bereit, oder, halbwegs. Ja, weiß ja. nicht, oder Applaus auf die Viers, dass du nicht spielen Nein, kannst. habe ich Oder, nicht. Aber oder Urwaschel, irgendwas. Am Land schon immer der Pfarrer mit dabei. Nur gut, die Pfarrer gern tschechern. Aber ja, das so wirklich das mit stimmt schon. Aber ja, es kann schon sein, dass da, weil es halt Volksfeste sind, ne, wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ich bin da gar nicht einmal mit dem 1. Mai nicht so vertraut, was das betrifft. Weil ich weiß eben nur, 1. Mai war natürlich immer ein Ding. Und bei uns am Land war es ja so in den Kirchen, wie ich noch Kind war, da ist der Musikverein ausgerückt und hat die Honoratioren, ne, die der Stadt quasi. gewürdigt. Nicht? Und mein Großvater war ja, weißt du, nicht, war ja da in Kapazunder und da ist dann immer die Blasmusik gekommen in der Gassen und hat aufgespielt um 9 in der Früh oder um 8 oder keine Ahnung. Ja, selbstverständlich, da geht's los, ob 6 sind. Ja. Ja. 7. Ja, ich weiß, mein Neffe ist einmal mitgegangen, da war noch ein Kind, als er noch in Neunkirchen wohnte. Jetzt ist er in Hamburg daheim. Aber also als Kind ist er mitgegangen und hat die Trommel gezogen. War quasi der Trommelhund, hat man gesagt. Nicht? Hat die große Trommel hat er gezogen, nicht? Das Kind geschaut. Nicht? Und dann ist er schon mit seinem Flügelhorn, Trompeten, was weiß ich nicht. Nein, Flügelhorn. Flügelhorn war es und dann schwenkt er ja zum Tenor. Zum Tenorhorn später, ja. Ja, Aber da war er schon länger dabei. Aber so sein erstes Mai aufspielen, kann ich mich noch erinnern, er mit der Trompeten unterwegs. Ich habe Raffen gewechselt damals. Im Hause meines Bruders, also wo der Neffe residierte. Und als ich beim Raffenwechsel war, Mittagszeit, früher Nachmittag, ist der Herr Neffe heimgekommen. Die Trompeten in der Hand, Kann man es kein vorstellen. Koffer, nix. Koffer ist irgendwo gelegen im Musikheim oder auch nicht. Die Uniform des Kaperl, also klassisch, wie alt wird er gewesen sein? 18, sagen wir mal. An der Hausmauer schön entlang. Schön die Leiden entlang. Ja. Und dann habe ich gesagt, allein wenn du da bist, kannst du uns was vorspielen? Und dann, nein. Und das eine und seine Mutter dann gleich Ins Bett bogen, versteckt, nicht? mehr oder weniger. Ja. Ja. Du gehst mal jetzt schlafen. Aber eben, ja, 1. Mai ist ein politisches Fest, es ist gar nicht jetzt einmal so ein Ding. Und Bodersdorf kommt auch der Pfarrer, sie will zum Mai, ja, dass dabei sein am Land ist klar. Aber Beltane ist ja ein Fruchtbarkeitsfest. Ein Baum, der durch einen Kranz gesteckt wird. Oh, Stimmt, ja. offensichtlicher geht es ja nicht mehr. Naja. Na, manche müssen schon nachdenken, Daniela. Ja. Herrlich. Der Marco Cinelli ist auch da, jawohl. Besser ist die Walpurgisnacht, sagt der Wolfgang. Wieder andere Baustelle eigentlich, ja. Ja. Sehr leibend. Sehr leibend. Der Name Walpurgisnacht wurde auch von der Kirche erfunden. Wirklich war es ist eine kirchliche Erfindung? Ja, das kann man schon vorstellen. Na, Weltklasse. Weltklasse. Auf jeden Fall, ja, das wie gesagt, Mai-Fest, also außer halt Maibaum aufstellen. Aber wie gesagt, seit dem Maibaum in Floridsdorf am Ja, Schlingermarkt, die Geschichte ist ja großartig. Also, seitdem halte ich mich vom Maibaum
wirklich fern. Weil das ist ja, es war unter jeder Sau. Das war wirklich so ein. Hätte ich gesagt, bitte dann hätte es einen Weckerkram. Das ist ja peinlich. Da ist immer mehr gekürzt worden. Da die alle, nein, das kannst du nicht, weil gefährlich und Ding und hin und her. Aber die schönste Geschichte im Maibaum war vor Jahren, als im 18. Bezirk, glaube ich, war das, ne? Der Maibaum gestohlen worden ist von jungen Burschen. Und die haben diesen Maibaum mit der Straßenbahn, Die haben mit die Straßenbahn eingelandet. ja, haben sie den irgendwo hingeführt, weiß nicht, auf die andere Seite, Schottentor. Und das haben sie irgendwo da bei Währing, Gersthof, dort irgendwo, da macht die Straßenbahn so in der Station eine Kurve. An leichte Kurven, so dass man quasi den Maibaum schön einfallen hat. Und das war eher eine Überlegung, wie wir sie dort hintragen, ich weiß nicht mehr, wo sie ihn hergeholt haben. Und von irgendwoher haben den Massenaufbau, haben den hintragen bis zu der Station, dann haben sie ihn dort eingefadelt und gesagt zu den Leuten, Vorsicht bitte, gegen das Wachtum, Platz machen bitte, ja, wir haben den, weiß nicht wie lang der war, Lang. Ein richtiger Map. Nicht so ein Krewegerl. 10, 15 Meter, ich weiß nicht wie lang es ist. Und den haben sie da eingefallen und der Fahrer von der Straßenbahn Hat mitgespielt. hat sogar Quasi. ein bisschen halt geschaut und hat gesagt, Vorsicht, die Herrschaften, bitte, wenn sie so lieb sind, setzen sie ihn da um, dass da einer können. Und wirklich haben die Leute haben da mitgeholfen und haben den Baum Alle, die ganze eingefallen. Straßenbahn waren alle voll dabei. Und der Murzergstürl, ein Riesenhetz, eine Gaude, ja, bis am Jonas Reindl waren und der Fahrer ist, weiß ich nicht, ist er sogar suspendiert worden oder rausgehauen worden. Das war nicht leibend. Und alles, was ich denke mir, da macht er mit, das ist doch die Werbung für die Wiener Linien schlechthin. Aber diese Sicherheitsfanatiker und diese Regelbefolger, diese unnötigen Kreaturen in einem Staatengebiet. Da ist auch mehr ein Theater. Ja, das war ein Riesen, und das war das nicht super, und da war keiner Bäs und keiner. Kein einziger hat sich Ja, aufgeregt. da ist auch gesoffen oder was? Nein, das war einfach nur ein Riesenhetz für alle Beteiligten. Ja, klar, enorm gibt es für einen Maibaum in einer Straßenbahn nicht. Natürlich das ist schon nicht, ja. richtig. No. Aber das war Mutzgestürl. Aber Aber das ja. ganze Leben nur mehr Spaß befreit sein, nein. Da muss ich auch einen kleinen Schluck nehmen. Ja, und das in Wien, weißt endlich. Da kommen junge Burschen auf eine gute Idee, es ist ja ein Schabernack, das ist ja klar. Aber was sie machen, nichts hin. Nein, es ist ja gar nichts gemacht. Die Leute haben ein Hetz gehabt. Weißt du, dann kommen halt die, ja, was gefährlich, man bremst oder Ding oder das, da, Fluchtweg und hin und ja, drauf geschissen, na was. Du wirst ja rausfinden aus der depperten Oder so ist ja Brand. der Fahrer nicht noch blöd an, sondern schön gemütlich. Ja, dann ist ja wurscht. Mit Leihwand Und oder so. was ist sein, wenn der Baum nicht ist und die Hitten ist voll, komme ich auch nicht raus. Weißt du, Genau. was ich meine? Das ist lächerlich. Aber das war eine wunderschöne, ist in den Zeitungen gestanden, das war wirklich eine wunderschöne, leibende Geschichte, finde ich. Ja. Vogel ohne Pony. Vogel am Baum, meint er. Vogel ohne Christoph Pony. Acker. Naja, Ja, Ackerl sagt, ich glaube, es steht nirgends geschrieben, dass man keine Maibaum mitführen darf. Ja. Aber das es steht aber ist, schon geschrieben, dass sperrige Gegenstände Ja. ab einer gewissen Größe, da gibt es also. das stimmt. Ja. Und es ist schon ein Personentransportmittel. Nein, natürlich ist es nicht legal, wenn man so Na, will. gar nicht. Und natürlich, aber ich meine, es gibt so viele und gerade so Volksbrauchgeschichten, wo die Leute, wo man einfach Augen zudrückt. Wo man einfach sagt, was ja, gut ist. das ist eh klar. Das ist ja auch nicht jeden Tag, jetzt lasst es doch, das ist doch ein Hetz, die tragen jetzt den Maibaum aus dem 18. oder 19. Bezirk in der Innenstadt spazieren. Na, ist doch eine Gaude. Erst hallo. Ne? Naja. Schau, schon lange nicht mehr dabei gewesen, der Walter Nagel, aber jetzt ist er da. Ja, heute Servus, Walter. ausnahmsweise mit Bier. Ausnahmsweise mit Bier ist keine wirklich neue Regelung. Ja. In den 80ern haben wir mal den Maibau umgeschnitten und mit dem Fichtenmopperl auf Stückerl zusammengeschnitten. Das war in Niederösterreich Bezirk Mödling. Ja, ja, Das ja. passiert heute immer wieder. Immer noch, das Wenn er gibt's nicht immer. bewacht wird oder bevor er aufgestellt ist, noch gestohlen wird und so, darum wird er immer irgendwo geheim. Man weiß nie, bei wem er liegt und so. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Manche wissen es natürlich, wo er liegt, aber die, das Wissen, schweigen eisern. Ich weiß, wovon ich rede. Ja. Naja, gut, das ist ja wie gesagt, ich war da bei diesen Traditionen tatsächlich nie wirklich involviert. Mhm. Bei uns haben sie keine Zeit zum Maibaum fladern. Ja. Aber
Früher schon passiert mit Maibaum, das ist sicher. Na, das ist Umfallen oder das selbstverständlich, Haus, wenn das das ist sicher. Letztes Viel Jahr in passiert. Großgrut beim Aufstehen ist er leider rausgekommen und auf der Tafel gefallen. Ne? Ja, nein, Also es das- ist überall, ja, es ist ja, also, ja. aber das ist ja jetzt, das ist ja, Ist aber nicht die das ist ja Regel. beim ne? Aufstehen Das und ist- alles, ne? ja. Das ist ja, da kann was passieren, aber jetzt, ich meine, ihr wisst schon, was ich meine, nicht? Ja. Klar kann viel passieren, aber da darfst du halt nichts machen. Dann musst du daheim sitzen bleiben und warten, bis entweder die Hitten zusammenbricht, weil du daheim blieben bist, oder das Gas leck hast, oder bis du halt durch Genau. Bewegungsmangel eingehst. Eingehst, Weil ja. Mhm. jeder Schritt ist ein Risiko. Und das ist für mich halt schon eine Sache, wo ich merke, unglaublich, wie wenig Spaß diese Gesellschaft überhaupt will. Weil es ist ja, das es ist besser, machen ja nicht nur das ist so. die Regeln machen die Depperten um, das ist schon klar. Aber die Not-Depperten, noch mehr Depperten ist an mir, die führen sie durch. Das muss man ja sagen. Das ist nicht? das Problem. Das ist das ganze Gesetz, könnten sie also einmagerieren, wann wir uns daran nicht halten würden, an diese eben solche Brauchtumsgeschichten. Und es gibt ja viele Beispiele. Nicht? Brauchst du nur hergehen jetzt, sowas wie, weiß ich nicht, Krampuslauf und keine Ahnung, was es gibt. Oder das Autokorso, wann weiß ich nicht, Kroatien oder Serbien beim Fußball gewinnt. Oder die Türkei. Das sind alles unangemeldete Demonstrationen in Wahrheit. Und beim fahrenden Auto, beim Autodachel ausschauen und auf Fahne schwingen ist verboten. Ja? Und trotzdem wird es zulassen. Weil eben, ja, das ist halt jetzt so. Lasst es feiern. So denke ich mir. Der das. Matthias Mariacher schreibt mir gerade, ein paar Pokerstudenten haben einen Maibaum in einer gebogenen Station in eine Straßenbahn eingefädelt und in einer gebogenen wieder rausgenommen. Ja, genau. Ja, ja. Ja, und Das ist die ein letzte, Barmifut, weiß ja, ich, die ja. letzte war Der Barmifut kann Schottentor. man die sagt, ja, ja. Die letzte war Schottentor, nicht? Weil da steht es in der Kurve. Und eingestiegen sind sie, glaube ich, eben irgendwo, also wäre in Bötzleinsdorf, in Bötzleinsdorf, glaube ich, kann es sein. Ja. Was in München kommt der Maibaum in die Kirche, sagt der Fritzl. Zumindest in der Maxvorstadt, St. Benno. Wirklich Ja, wahr? interessant. Ja, nicht uninteressant. Ja. Grüße aus dem Globe Theater. Bravo, Georg Scheirer. Bravo, Georg Scheirer. Spannendes Programm tut scheinbar. was bei uns zuschaust. Das Globe Theater ist in London, also das Original. Seid ihr dort? Nein, Micky, ich glaube nicht. Oder? Seid ihr in England? Glaube ich nicht. Nein. Oder? Georg Scheirer, bist du jetzt in Nein. England? Nein, ist das nicht in England. Kann man nicht vorstellen. Also Vogel für einen Ackerl. Bitte sehr. Nach Nizza. Nach Nizza. Mit der Pizza. Also, Ich sitz auf der Wiesen, ein großer Memel, die Box sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nosen herum, ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal mehr im Tran, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Bahn. Und kommt ein schönes Ständl am Wald weg daher, ja da spring ich verfreit, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Eigeln schauen fest in die Mähnen hinein, als sagten sie möchte Teilige sein, aber noch ein paar Busserl, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Bahn. So Papageno, lass es zwitschern. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt Klausi, du Gauner, geh her du zu mir. Dann mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da wo
Vogel am Baum. Zeit für Nachschlag, bitteschön. Jawohl. La Paloma Blanca. In the morning tonight. Oh, la Paloma Blanca. Over the mountain so high. Was ist das? Na, da, 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 da. Naja, Die Idee kommt da naja, der Vogel, nicht? Ich war halt, Idee kommt ich da war jetzt der. gedanklich ein bisschen, bin da Das ist geschwebt von den großartig. den Bäumen, den Wäldern, wo die Vögel sind, die Parks in Wien, wo da, über die Berge hinaus, die Alpen, hinunter nach Triest, an die See und dort auf einmal die Möwen. Was hast du denn? Nix, ich schau noch, was da in dem Bier drinnen ist bei dir. Gar nichts. Keine Ahnung. Ja, ich will nicht. Super Solo, Patrick, schreibt der Marco Cinelli. Ich bedanke mich ganz herzlich. Danke. Der Wolfgang macht noch Bier auf, ist sehr gescheit. Sehr gescheit. Wir werden auch noch ein Bier holen, nicht? Weil das ist. Er redet nämlich schon am Plätzchen, nicht? Aber Das stimmt. Ich muss zur Hecke. Muss er zur Hecke. Da bringe ich ein Bier mit. Na, bitte nimm ein Bier mit, ja, sei so gut. Weißt. Ich war halt ganz froh. Ja, du weißt wieder nicht, wo das ist. Ich habe das schon zusammen. Im Kühlschrank. Ich habe ja vorbereitet, die liegen ja nebeneinander, das nächste Bier, was wir jetzt nehmen werden. Nehmen wir Altbier oder nehmen wir das. Ja, das Altbier werden wir nehmen, weil ich was nebeneinander liegt. beim Altbier sind nämlich noch 2 da auch. Und darum werden wir das Altbier jetzt dann verkosten. Von dem. Das Helle war schon mal sehr gut, aber man merkt beim Glas bereits, es treibt offenbar schon etwas an. Aber generell muss man sagen, es ist wunderbar, dass da in der buckligen Welt ja so eine wunderbare Brauerei gibt. Das Standardbier trinken wir ja sowieso gern alle. Da gibt es die verschiedenen Brauereien, die wir ja alle kennen, aber mir gefällt sowas wirklich, wenn so eine kleine Firma quasi, eine Partie einfach wirklich was Eigenständiges macht. Und das finde ich, gehört unterstützt. Und wenn wir schon da im Bad schon raus sind und gleich ums Eck quasi in Grumbach die Brauerei ist, sollte man das Bier da auch trinken, finde ich. Das finde ich absolut in Ordnung. Wenn es noch dazu gut auch noch ist. Nicht? Also, wenn es nichts hassen, hätte man es eh nicht trinken. Nicht? Oliver Grün, servus, ja, danke fürs Vogelach. Ja, freut mich sehr, dass dir auch gefallen hat. Der Oliver Grün ist auch da. Erst. Bravo, ein klasser Kollege auch natürlich. Ne? Chrissy 1220, schönen guten Abend auch. Schön, dass du wieder dabei bist, live einmal. Das freut mich. Ludwig Saas schreibt etwas Wichtiges. Ja, das stimmt. Unfiltrierte Biere sollten stehend gelagert werden, dass sich die Hefe unten absetzt und nicht drin ist. Warum das genauso gehört, möchte ich jetzt nicht erklären, das dauert länger. Aber Ludwig, vielleicht kannst du in kurze Worte zusammenfassen, warum man das unfiltrierte Bier stehend lagern soll und nicht liegend. Wenn ich jetzt anfange zu erklären, haben wir einen Vortrag von einer halben Stunde wahrscheinlich. Und ich möchte euch damit jetzt nicht fadisieren und langweilen eigentlich. Ich kann eine Kurzfassung bringen, ich lager's nicht, ich trink's. Das ist eine gute Idee. Ja, kurz genug. Um es trinken zu können, muss man es öffnen. Ich walte meines Amtes. Bitteschön. Singt ihr dann höher? Ja, wahrscheinlich schon. Nein, das nicht. Nicht? Das ist, Altbier. Schwarzwald, wirklich, kann ich empfehlen, ist von der... ja, ich bin bildlich. Kann er lesen. Gerald Schwarz, Privatbrauerei, schwarzbräu.at in Grumbach. Unfiltriertes Vollbier enthält Gerstenmalz, 5,2 Volumenprozent und jetzt kommt das traurige Nettofüllmenge 0,33 Liter. Kein Pfand.
Mindestens haltbar bis 5. Mai. Also gut, dass wir es trinken erst. Na, diese Biere halten auch nicht lang, muss man auch dazu sagen. Ja, die kleinen Bier findet ja keiner, sagt der Walter Nagel. Ja, ich hab gesucht. Ich muss ein bisschen wegstellen, weil sonst nicht, dass es im Bild steht, vor uns direkt. Die Flaschen, die sind Alt. unter der Korpspariser sonst gelegen. Auf euch sehr zum Wohle. Auf euch, zum Wohl, Prost, Prost. Die Grüße ist super. Jetzt muss ich das Bier-Emoji suchen, ich tue jetzt mal was an. Na, Chrissy, kannst du ruhig bei dir achteln bleiben, ist alles in Ordnung, überhaupt kein Problem. Wenn wir ausnahmsweise haben, trinken wir nur heute einmal. Das ist sogar sehr gut, ja. Ja, ist ja malzig, gell, gut. Ich hätte einen neuen Liedertitel, vom Weinzirkel zum Sandlerbier. Fehlt jetzt nur der Text und die Melodie. Bravo, Christoph Acker. Den Maistrich und das Stroh streuen, wenn das jemand kennt. Nein, das kenne ich auch nicht. Den Maistrich? Wie temporär der Gürtel aufgemacht, oder was? Ja. Na, der Maistrich, das kennen wir schon. Das ist eigentlich um Pärchen, die quasi zusammenzuführen. Bei uns auch mit der Ja, weißen Farbe. Ja, aber das ist im Burgenland, wo das muss. Na, das bei uns im Weihviertel auch. Ja. Herzl von den Eingängen von der Einfahrt, dann bleibt uns das halbe Jahr, sieht man es dann. Und so weiter, ja. Gibt's bei uns im Weihviertel auch. Schwierig sein, was mehr. Und kommst du bei einer kein Schmäh, dann kommst du auch niemals zum Ziel. Na, du magst das so wie ich, dann fliegt jede gleich auf dich und singen Blues ganz lässig mit Gefühl. Ich hab den Blues im Fuß, dass jede schwach werden muss. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich ja jede log. Bis zu mir nach Hause. Ich hab den swingenden Ding, mit dem ich jede bezwingt. Ich hab den Rackenknack, mit dem ich jede pack. Ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Bass. Hallo! Ich gebe den Franker den Rat, wann ihm notwendig hat. Schau so, magst bei die Frau dann riecht. Ich brauch dir nichts erklären, du musst mir nur gut zuhören. Dann merkst du gleich, wie lässig das ist. Ich hab den Blues im Fuß, dass ich nicht schwach sein muss. Ich hab den rockenden Bock, mit dem ich ja jeder log. Dann flog Diesel und Elektrolog. Ich hab den
Hey, Westrich, ich hab den Rack im Knack, mit dem ich eigentlich die Park. Hey, ich hab die Melodie im Knie, drum wird mir nie eine hin, wird mir nie eine hin. Ich hab den Jazz im Dress, drum wird mir nie eine Blues im Fuß. Oh yeah. Das ist halt, aber ich, Das geht ja nicht, gell? aber, nein, aber du merkst wirklich die Seiten, jetzt gehen sie wirklich weg. Da erwischst du, der rutscht vorbei, der rutscht oben, der rutscht rein, der rutscht raus. Kennen du es auch nicht. Also, Das sind schon aufgespült ein bisschen, ne? Da- Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Abendspiel, der Gerd Kurz ist da. Gleichgewicht. Können wir machen. Können wir machen, ja. Daher liegt hier Strom. In Daniel Schlegel. Scheinbar tut dem Klaus das Bier gut, sagt der Wolfgang. Die Soli werden immer besser. Wirklich, die Soli war ein Wahnsinn. Das war ja, ich habe ihn nur verspült. Aber viel, ja, gut, das ist Rock. Das ist, aber es hätte ja sowas gegeben, was so, Rock'n'Roll. weiß ich nicht, so. Klingt aber sehr traurig. Gell? Klingt sehr- Jetzt geben Das wir war's. noch- geben wir uns alle Hand dran. Naja. Du kannst ein bisschen ansetzen auch zwischen den einzelnen Tönen, gell? Wirklich? Ja. Ich weiß nicht. Ist der Oliver Grün noch da eigentlich? Das war eine kleine Hommage an Oliver. Aber naja, aber sagen wir mal so. Ich nehme einen Schluck. Sagen wir mal so. nehme einen Schluck. Ich war jetzt nicht begeistert davon. Ja, nicht wirklich jetzt, aber zum Wohl auf dich, du. Es war bemüht. Es war, das meine ich. Es war Absolut. bemüht. Absolut. Ich habe mein Bestes getan. Es war halt zu wenig. Ah, Wahnsinn. Aber nachdem wir jetzt einen Blues gespielt haben, meine Lieben. Ui, geht noch weiter? Naja, Moment. Auch noch, du steigst da rein, ja? Also, das ist Spanisch. Der Unterschied ist auch wieder nicht zu den Tonleitern. Ich wollte nicht Spanisch spielen eigentlich, ja. Aber wir kennen das, so wurscht. We're gonna send him, we're gonna see. Si guardano nelle stars. E guardare, Jetzt kommt es solo bitte, jawohl, jawohl. Damit geht's noch. Das ranzert dann noch.
bringt mich mit Einwürfe herrlich. Aber Tut mir leid. Tut mir leid, dass ihr euch das sozusagen jetzt da ausschauen müsst. Ich müsst nicht, ihr geht's ja auch dran. Schau, Miocic, echt schön, schreibt er oder sie. geht mir Das sogar gefällt das Zigarettel aus, weißt du? Oh, das macht nichts. Daniela Nussschnaps, jawohl, Nussschnaps. Jetzt fällt die Chick am Gitarrenhals, ja. Aber das ist halt, wenn ich. Ja, Vorzugsschüler trinken immer Bier aus dem Glas, das ist so. Ah, Ganz Wien hat den Blues. Spanische Gitarre Weltklasse, ja Wahnsinn. Das gefällt euch wirklich, gell? So Wahnsinn. na, ich muss auch sagen, der Klaus beschäftigt sich jetzt wirklich in Zukunft auch mit der Flamenco-Gitarre, nicht? Naja. Also, Was? Ich stelle mir gerade Klaus in so einer Torero-Tracht vor. Ja, das ist das. Oder? Ja. das ist Aber mit fremden Trachten schmückt man sich nicht. ja. Nein, aber du hast nicht Unrecht, aber, schau, das ist so gefällt euch wirklich. Wolfgang sagt, das war spitze, Matthias Maracher sagt, das war großartig. Danke euch schön. Text war halt Danke, ja. falsch, ne? Wie soll man Spanisch gehen? Aber eine Das Weltnummer kam, sagt mir, der das Raffi. kam mir Spanisch Kam mir vor, Spanisch der vor. Text, nicht? Aber Ganz klar. An sich, das ist keine große Kunst. Aber tatsächlich habe ich jetzt ein bisschen nicht die spanische Gitarre entdeckt, das würde ich nicht sagen, sondern tatsächlich die rechte Hand. Es ist ja so, ich bin ja schon ein bisschen, wenn ich dazu komme, ein bisschen interessiert daran, was kann ich mit der Kontragitarre machen. Nicht? Also gibt es diese wienerische Spieltechnik, die gibt es ja nicht wirklich, sondern das ist eigentlich, da gibt es keine. Also das musst du für die außerfinden. Tatsächlich spielen, also schon, es deckt sich natürlich bei manchen, aber tatsächlich spielen sehr viele Kontergitarristen komplett anders wie die anderen. Also das ist Ja. einfach, weil jeder seine eigene Technik hat. Weil es in dem Sinn so, ja. keine Schule gibt dafür. Ja? Und wurscht, also ich habe da auch meine Technik und es freut mich und ehrt mich, dass es manche Junge gibt, die quasi mehr Ja. oder weniger von mir die angeschaut haben und gesagt haben, ja, ich mache es einmal so wie der Klaus, ich schau mal, ob das reicht. Und ich versuche jetzt ein bisschen weiterzuentwickeln. Ne? Oder für mich halt was zu suchen, was ein bisschen weitergeht, dass man sagt, man bringt einmal ein paar Mal einen sagen wir, über den Tellerrand hinausgehenden Blick oder man überschreitet ein paar Mal Grenzen. Und ich suche halt, das Problem wirklich in der Gitarrenliteratur ist, das ist alles schön und gut, ist nur für eine Kontragitarre unbrauchbar vom Spiel, von der Spieltechnik her. Nicht? Am Hals, das geht ja noch halbwegs, aber im Prinzip, es sind halt 9 Seiten und keine 6. Und die Flamenco-Gitarre, also die spanische Flamenco-Gitarre, die spielen ja auch mit den Fingern, mit den Händen und sie haben der Klassiker spielt ja, also man es gescheit sieht, die klassische Gitarre, du spielst quasi relativ weit weg, du hast ja so die Gitarre, nicht? Du liegst da herin und die hast du ganz so bei dir und der hat so die Hand gestreckt weg, die Finger gestreckt. Der Flamenco-Gitarrist gibt es auch viel, Ja. aber sehr viele haben die quasi etwas, weiß nicht, man so sieht, etwas gebeugt. Das heißt, die hängen zwar wie der Klassiker da, aber eben weiter hinten. Und das ist der springende Punkt für die Kontragitarre, weil dann kann ich vielleicht dämpfen. Das heißt, mein Zugang zur spanischen Gitarre ist bis dato sehr theoretisch. Bei der Kontragitarre ist das Dämpfen, das Um und Auf. Ist um und auf. Ist um und auf. Und jetzt schaue ich halt und dadurch wirklich war, ja, die haben eine ganz andere Technik. Ne? Und im Pop-Bereich, so, man kennt den Marc Knopfler, hat ja hat jetzt keine Flamenco-Technik gespielt, aber mit den Fingern. Ne? Ich weiß nicht, wie es gegangen ist, keine Ahnung. Ja, so irgendwie, keine Ahnung. Aber der da, also der hat ja nicht mit dem Plektrum gespielt, sondern eben mit, so ist halt auf der E-Gitarre. Ne? Ja, Kann ganz ich nicht. großartig. Ja. Großartig.
überanstrengend, die bitte nicht nach diesem anstrengenden Tag. Also das ist, Anstrengend. ich mach mir schon Sorgen. Das, Anstrengend. die Schweißperle steht schon auf der Stirn. Na, was soll ich das sagen? 16 Kings, genau, Peter Bracht. Ja. Die 16 Kings. Gerhard Kurz sagt, probieren geht über studieren. Mein Red. Ich bin da immer Probierer gewesen, daher, ja. Schoß von der Mama für die Susanne Faber, jawohl. Weil es passt am besten jetzt zu diesem Fingerstyle. Kopf verlockert, Knie aufgeschoben und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Ob Skifahrrad so oder gar das Handel verbrennt, als Kind ist mir zur Mama gerannt. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schein oder das Kind das Handel verbrennt, als Kind ist mir zur Mama gerannt. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möchte man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die an uns so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am
Schoß von der Mama. Schöne Nummer von dir, Klaus. Danke vielmals. Ja, Danke super. vielmals. Dankeschön. Großartig. Die Achtel von eine. Danke vielmals. Danke euch. Ganz schön. großartig. Danke euch schön, ja. Weiß ich auch nicht, der Wurfall oder der ordentlich gespielt, da habe ich die Ehre. Ja, die Achten. Traumnummer, sagt der Markus Pestonik. Danke dir schön. Es war alter fast ausgestorbener Dialekt. Dank dem Klausi bleibst nun der Nachwelt auf ewig erhalten. Was für einer? Achso, das Spanische meinst du, ja. Das, Ja, genau, warum nicht, ja. der Wahnsinn. Wie heißt das Lied von Knutsch? Das jetzige war Auf der Schoß von der Mama. Eine Eigenkomposition, die Monika Kuri hat den Text geschrieben und ich habe den vertont und das ist rausgekommen dabei. Auf der Schoß von der Mama gibt es auf Spotify, gibt es also überall natürlich. ja. Man kann auch CDs erwerben bei uns, aber ja. Schon die mega Kastagnetenspülerin in der Tanzkompanie in München. Bin ja auch in der Flamenco-Gruppe aufgetreten. Ja, leibend. Super. Gefällt mir schon wieder. Oder hat Miochi gemeint, das spanische Lied, das gibt es nicht. Das war eine Improvisation, wenn man so will. Also quasi eine spontan Komposition. Ne? Ja, sozusagen. Ja, sozusagen. Schau, Musikraum ist da, grüß dich gut, jawohl. Vor einer Woche jährte sich der Todestag meiner Mama zum 32. Mal. Haben mir weinend euer Lied reingezogen. Marco Cinelli, das ist natürlich traurig, eine traurige Situation, aber ein so schönes Kompliment, weil es bedeutet, dass dieses Lied für dich emotional was bedeutet und das wiederum, das gefreut uns natürlich gewaltig. Dann nehmen wir einen Schluck auf dich, Auf die deine Frau Mama, als auch alle Mütter, die es so gibt. Ja, das haben sie sich wirklich Haben verdient. sie sich verdient. Mit uns haben sie auf jeden Auf Fall. die Mamas. Jawohl. Ist eh bald Mama, wie heißt es? Muttertag. Muttertag, ja. Muss eh im Mai, ne? Natürlich, ja. Ja. Dazu ein Schwank aus deinem Leben. Botön. Ja, ich stehe wieder bei Botön. Was machst du? Am Ofen schau. Steht der Bier herum, Musikraum, ja. Heute sind wir spontan auf Bier gekommen eigentlich. Ich würde gerne was Französisches hören. Wenn ich heute schon so international. Französisch kann ich nichts. Französisch kann ich. La Vie en Rose kann ich auch nicht, wirklich ehrlich gesagt. Oder. All of me. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I better lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye, let me with eyes that cry. Oh, how could I go along without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me away? Your goodbye led me with eyes that cry. How could I go along without you? You took the part that once was my heart. So why not take
Patrick, steig ein, jawohl. Skyline von Wien, du lebst in mir drin, es kann kommen wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut, du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Aber geht's noch besser? Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Solche Nummern schreiben. Ja, hat aber gut passt auf Olaf. Schön, ja. Ja, absolut. Ja, ja, stimmt. Ist mir eingefallen, auf Olaf. Stimmt schon, ja, genau. Großartig. Ist wieder aussortiert. Gefällt mir. Gott sei Dank trinken wir was. Auch eine Hammernummer, darf bei einer Pavlatsch nicht fehlen. Markus Brisonik, Leiwand, gell? Mir taugt selber auch. Wolfgang macht sich das dritte Bier auf. Jawohl. Alter, bitteschön, sehr zum Unbedingt. Wohle. So, die Daniela Schlögl ist bereit, weil die Meditation fürs Ritual morgen ist fertig geschrieben. So war ein Bier verdient. Absolut, Daniela. Unbedingt. Ja. So ist der Bier Na, verdient. sowieso. Ja, my lord. Ja, Französisch weiß nicht, aber was soll man machen? Schau, der Manfred Taschler! Chanson d'amour! Grüß euch! Weltklasse! Grüß Gott, meine Lieben, ja. Django Reinsch bitte mit 2 Fingern, ja. Naja, nein, mit 3, der Daumen war dabei. Nicht? Die anderen konnte er nämlich auch noch verwenden, die hat Ja. er ja gehabt, aber Aber die waren steif vom. Ja, ja. Es war es steht so in den Geschichtsbüchern drinnen, ich zitiere, der Zigeunerwagen ist abbrennt. Ja. Da war er Jugendlicher Ja.
Und bei diesem Brand hat er sich so verletzt, dass Vor allem die Hand war so verbrannt. ja, und der kleine und der Ringfinger waren sozusagen mehr oder weniger nicht brauchbar und er hat es dann mit diesen 2 hauptsächlich gespielt. Und ja, ja Django Reinhardt. Wahnsinn natürlich. Ja. Sicher war es in einem früheren Leben ein Spanier, sagt die Maggie. Hast du halt plötzlich an den Dialekt erinnert. Ja, das kann nicht sein. Was weiß man? Ja, was weiß man? Gerhard Kurz, Lied vom Zentralfriedhof, jawohl. Gerhard Kurz, ja, was der, mit dem Austropop halten wir uns zurück, weil sonst kommen wir vom Hundertsten ins Tausendsten und könnten nie wieder Wiener Lieder spielen, weil wir ja dann eigentlich, dann wäre der Chat ja voll mit Wünschen, mit Austropop-Sachen. So sehr wie Austropop blieben war. Ja. Auf jeden Fall, Manfred Daschler ist da und wir haben natürlich jetzt keine Werbung mehr gemacht. Also wir haben schon eine Werbung gemacht, weil wir gesagt haben, es ist doch voll mittlerweile. So bitte, also Aber wer will, soll noch anrufen, nicht wahr? Genau. Aber ja. Weil ist ja zumindest auch auf eine Art, was hast du gesagt, Warteliste. Nicht? Warteliste Falls zum wer Beispiel, ausfällt, ja, genau. kurzfristig ist er dabei. So, wo bin ich jetzt da? Und naja, Milord, das gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Ja. So, ja, siehst du, Ding sind wir noch schuldig, ist Gleichgewicht. Also das Gleichgewicht ist das, na ja. Ja, das Gleichgewicht sind wir schuldig, haben wir versprochen. Ja, aber lass mal vorher einen Schluck trinken, weil das singst du in erster Linie. Natürlich, ja. Darum habe ich schon einen Schluck vorher genommen. Sicher ist sicher, nicht wahr? Pläsier. Bitte. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Tag. Herrgott, na, was hab ich gefürcht, was ein Besoffener auf der Gasse sucht. Da hat der Lucky Player, was suchen's auf der Rehe? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das spüre ich. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt kröll ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein Liter Wein. Sehr anständig. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute grammeln gehen, weil ihr volle Vier umrutscht, der Baby mit Krawatten lutscht. Da kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann. Jetzt ziehen die Leute die Hund wie ein Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das spür ich. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt kröll ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's noch jeden Schritt nicht wieder nieder. Und wann ich's gefunden hab, soll ich ein doppler Wein. Bravo Patrick, jawohl. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. So schaut's aus in Eibestall, aber nicht nur dort. Und der Taschler Manfred hat das so schön gesagt. Ui, das suchen wir öfter. Naja, mein Gott, nein, ja. Ja, das ist es. Gut, dass der Taschler voll ist. Ich komme Mittwoch zurück. Freitag bin ich auf einer Geburtstagsfeier. Am Samstag im Salon Luise und Sonntag bei der Oma. Da ist der Pause vielleicht gar nicht so schlecht. Naja, ich weiß nicht, warum du eine Pause brauchst, aber bitte. Wenn du glaubst, in deinem Alter. Aber du hast was sehr Wichtiges erwähnt, Salon Luise. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Am Samstag Salon Luise in Klosterneuburg in Gritzendorf. Sind wir wieder einmal dort. Sind ganz, ganz liebe Freunde geworden im Laufe der Jahre. Die Lu, die Margit und der Martin, ihr Mann, die leben ja in den 20er Jahren. Sozusagen. Und wenn sie sozusagen aus dem Heim austreten, fahren sie auf Urlaub sozusagen. Nicht? Kann man quasi sagen. Genau. Waren übrigens letztens einmal beim Taschler. Beim Taschler, ja, vor 2-3 Monaten einmal, ja, genau. Und ich freue mich schon so, dass wir dort in dem Salon wieder spielen. Ja. Es macht einfach wirklich Spaß. Im Haus bei einer privat
Es im ist Erdgeschoss wirklich in ein der Salon. Wohnküche, Wohnzimmer, Salon, ja. Ja. Und es ist öffentlich. Also man Ja. kann dorthin kommen. Ihr findet jetzt die Daten auf unserer Homepage. Schaut rein, ist wirklich leibend. Ein kleiner Hitten, also ein kleiner Hitten, es ist eh kein kleiner Hitten, aber es ist jetzt also kein großes Lokal. Es ist dort wirklich ein Privathaus, Ja, aber mit genau. Öffentlichkeitsrecht, wenn man so will. Und dort finden wirklich immer wieder sehr, sehr tolle Konzerte statt und Veranstaltungen. Und wirklich schaut bitte auf unsere Homepage, wer Lust und Laune hat, nächsten Samstag am Abend dort in Gritzendorf, also Klosterneuburg. Sehr zu in der empfehlen Gegend. dort, Absolut zu ja. empfehlen. Und wir täten uns auch freuen. Für Speis und Trank ist auch Ja. gesorgt dort immer. Gibt es dort alles. Ja. Ist alles. Und ich glaube, Eintritt ist auch frei, eigentlich freie Spende, glaube ich. Gell? Freie Spende, ja. Ja. Übrigens bei uns auch, kleine Blenden. Wo steht denn das mit Gerstl? Wo steht denn das? Finde ich nicht mehr. Wo steht's denn? Na, hörst, Schmarte ist da. Hab schon. Jawohl, hat er. Ich hab schon zum Glück. Ich hab schon zum Glück. Wenn euch die Musik gefällt oder grundsätzlich dieser Abend, dann würden wir uns wahnsinnig freuen über ein Schmattes für euch. Der virtuelle Hut geht rum und wir bitten herzlichst um einen Obolus für die Musik. Dankeschön. Dankeschön und Infos stehen natürlich auch in der Videobeschreibung unten. Also es findet alles. Ja. Stubenfliege ist ein Leihwand, ja. Grüße, Stubenfliege. Die Eva Stubenvoll heißt sie. Die sind Leihwand, die sind wirklich gut, ja. Absolut. Ja. Sind wirklich gut. Sind wirklich gut. Ja, wie gesagt, und wenn wir noch in der Schlammer Anfred da haben, müssen wir natürlich auch ganz klar. Schau, der Rudi Korbis ist da. Der Rudi Korbis. Bis zum Taschler schreibt er. Rudi, ich freu mich. Super. Guter der Taschler Welt. Jawohl. Und wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass beim Taschler wir ja jedes Mal mit dem Ton mitschneiden, um dann die besten Lieder davon auf Live-CD zu bringen, oder zumindest Live-Album, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist vielleicht auch leibend, wenn man dann sagt, schau, ich war dabei beim Taschler, wie die das aufgenommen haben. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfe, mit kleinen Häuseln darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Gleich in der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielt dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Hammer und Vögel in der Ring. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Da findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Der Rest ist so die Gemütlichkeit.
Kirchen vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielt dort auch die alten echten Wiener Lieder, vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Bravo Manfred Daschler, ja. 20 Jahre heute. 20 Jahre, ja. 20 Jahre spielen wir schon Jahre dort. dort, ja. Quasi auch ein Jubiläum. Muss man Unglaublich echt sagen. eigentlich, ja. Äh, Wunderbare Stunden dort verbracht. Na, was heißt? Soweit ich mich erinnern kann. Das muss man sagen. Großartig, ja. Weil natürlich unglaubliche seine Fülle an Erlebnissen eigentlich, ja. nicht? Wenn man sagt 20 Jahre. Und Fantastisch. wir haben ja angefangen bei ihm In Sievering, Sievering. noch, ja. zweimal, glaube ich, Im gespielt. Kamaldulenser Kloster damals noch, ja. Absolut leibend. Absolut leibend. So, Josef Dattl ist da. Jawohl. Grüß dich Gott. Servus. Bravo, Pepe. Live sind die 16 bei meiner Seligkeit, die man nur in Wien finden kann. Das soll leben. Dankeschön, Wolfgang. Ja. Danke. Wir freuen uns immer wieder, wenn du dabei bist. Was? Nun ja, ihr habt das scheinbar Lied inspiriert. Maggie Pemper. Achso, das heißt das Lied inspiriert, das ist quasi. Achso, wenn der Manfred schreibt, danke. Ja. Naja. Ich meine, Schmattes ist überwiesen. Der Marco Cinelli ist ja der Hammer. Danke schön. Schmattes ist überwiesen. Okay, ich blende es nochmal ein. Weil da bin ich gleich voll in Flow. Ich finde es schon wieder nicht. Scheißdreck da. Da ist. Da ist er. Ist schon da, Und pass auf. schon da. Ich trinke aus, Patrick, und du checkst. Soll ich meines Waldes amten, hätte ich jetzt bald gesagt, ja. Nein, ich amte. Walter Amte. Ich bitte schön. Ich bitte schön. Und jedes Mal einmalig, sagt der Manfred. Das stimmt aber wirklich, gell? Es ist jedes Mal einmalig. Der man die Leute uns wenig Geld wünschen. Rudi Korbis machen wir dann auch noch. Der Pepe ist im Wohnzimmer und nicht in der Badewanne. Auch eine wichtige Mitteilung, die wir natürlich da aushalten müssen. So, jetzt möchte ich aber noch aufgrund der Namensähnlichkeit mit Daschler möchte eine kleine Werbung machen. In eigener Sache, nämlich da haben wir schon. Der Tschauner. Da ist das da so her, kurz. Der Tschauner in Otterkring. Die Stegreifbühne in Otterkring. Das ist eher da oben. Das ist eher da oben. Da ist her. Eine der größten Bühnen in unserer Heimat, kann man sagen eigentlich. Ja, es ist eigentlich die größte Bühne in Otterkring, was das meinst du? Wenn man es genau, ja. Kann man so sagen. Die größte Bühne in Otterkring. Und dort werden wir unser tatsächliches Jubiläumskonzert, 30 Jahre 16er machen. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir das wirklich voll kriegen. Nicht, das passen über 200 Leute rein. Ich weiß nicht, ob wir es ganz voll kriegen, aber zumindest so voll, dass man sagt, ja, das ist wirklich eine leibende Stimmung. Eine Matinee um 11 Uhr am 21. Juli. Ich freue mich schon so drauf. Also Ein Sonntag. Und näher als zu meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin, geht es ja gar nicht. Das sind 200 Meter vielleicht. Deine Mama zieht sich die Schuhe noch aus ästhetischen Gründen, aber Genau sie so könnte ist es. genauso gut mit den Botschen umkommen. Genauso ist es, ja. Ja. Und es ist ja so, wir haben angefangen, 1994 haben wir das erste Mal gespielt beim Heurigen zum Alten Weinstock in Otterkring, Im alten Ort, ja. im alten Ort, vis-à-vis vom Stippert, wo wir jetzt ja auch reüssieren. Und dort haben wir gehabt am Anfang wirklich, das waren keine 10 Leute. Also ich sage mal, es sollen 10 gewesen sein, waren natürlich unsere Eltern jeweils, also Familie und 2, 3 Freunde. Mehr waren ja da nicht am Anfang. Nicht? Das war, aber der Emmerich, der damalige Heurigenwirt, hat einfach war so leibend und hat uns spielen lassen. Der hat gesagt, ja, kommt her, spielt. Und hat uns auch was gezahlt, sogar dafür. Also es war einfach unser Start. Und wir haben gesagt, 30 Jahre nachher war es ja leibend eigentlich von diesem Publikum der 10 Leute aus der Verwandtschaft, dann sozusagen zur größten Bühne in Otterkring zu wandern, eben zum Tschauner. Das wäre eine super Geschichte. Und es hat so ausgeschaut, als ob nichts draus wird, weil
Genre-Bühne. Sie machen keine wie nennt man, Drittveranstaltungen, Zweitveranstaltungen. Also Also fast nur mehr fast nur mehr Eigenproduktionen. Eigenproduktionen. Ganz, ganz wenige Drittveranstaltungen. Und umso mehr waren wir erfreut, wie uns die Heide dann angerufen und haben gesagt, du, es wäre uns eine Freude und Ehre, wenn die 16er Buben da sozusagen ihr Jubiläumskonzert geben würden. Großartig. Riesen Freude. Ja. Und jetzt ihr uns eine wahnsinnige Freude machen, wenn ihr natürlich dorthin kommt. Wenn die Hitten voll wird, wenn wir wirklich, also wenn wir, wie gesagt, ganz voll, ich kann mir es nicht, ich weiß nicht, aber zumindest schon, dass die Hitten einfach grundsätzlich einmal voll ist, dass wir dann einen wunderschönen Matinee haben, Ja. eine Zeitreise machen, natürlich durch Wir unser machen wirklich Repertoire von früher bis Wirkliche heute. Zeitreise machen wir nicht. Das haben wir schon vor. Und einfach, das wäre für uns ein Geschenk von euch, wenn wir die Hitten wirklich voll kriegen. Sonntag, 21. Juli beim Jana. Ihr könnt die weiteren Infos findet auf 16er.at oder ihr schaut einfach Jana Bühne und dann findet ihr im Google gleich, was los ist. Und Kann man auch dort wunderbar reservieren bereits. Also Richtig. das geht online wunderbar. Man sieht da den Sitzplan, den Saalplan dort, wo man reservieren will und so weiter. ja. Du kannst die einzelnen Sitze aufklicken, was du aufklicken, genau. kaufen willst und Ja. so weiter. Ja. Also würde uns wirklich eine große Freude machen und damit diese Werbung einmal beenden. Jetzt muss ich schauen, was habe ich da verpasst? Kommen wir zu wichtigen Dingen. Ja, ich kann schon. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. So, warte mal, die Megi hat auch schon auf den Jana Karten. Das ist mein Leihwand. Jawohl. Jana klingt ja echt fast wie Manfred. Ja, nein, aber mit Taschler. Taschler oder Jana, was glaubst du, wie oft wird das in der Fetten schon verwechselt? Das fahren wir da aus, das ist so von Manfred. Ich bin der Autofahrer. Nicht? Heute nicht, bitte. Heute nicht. Also, aber ja. Knackwurst und Gespritzter und dann eintauchen ins Wienerische. Und da passt hier genau hin. Leider offen. Was leider offen? Na, Manfred hat am Sonntag ist Ach so, 21. ja, naja, klar. Ja, klar. Naja, Klar. das ist natürlich. Das ist schon Barbara Swoboda hat eine Daumen hoch, ich danke dir schön. So, der Wolfgang sagt, vielleicht ist ein Hochzeitsgeschenk für mein Weib. Was? Am 14. Mai, 30. Hochzeitstag. Dann Wolfgang. gratuliere dazu, Herrst. Einmalig. Schön. Einmalig. Sehr schön. Ja. Was soll man da spielen? In Grizing gibt es eine Himmelstraßen, können wir nicht. Das können wir nicht, leider. Aber da spielen wir eigentlich was. Aber pass auf, da spielen wir vorher. Ja, jetzt einmal. Welches magst du? Magst du das Bockbier haben oder das Pale Ale? Was ist dir Ich lieber? hätte das Pale Ale. Ja, lieber. dann nimm ich das Bockbier. ich Ja, auch- siehst du, so einfach geht das. Aber, Und so schaffen wir 30 Jahre 16er Buben. na, so. Wieso das oder das? Ich Nein, sag, was das ich will nicht, und das was. Nein, Blödsinn. Naja. Oder ich gebe dir das Gefühl, dass du glaubst, du sagst was und das passt. Weißt du, das ist. 30 Jahren hat sich viel geändert. Nein. Jawohl. Nein, mich jetzt noch was wollte man noch spielen? Irgendwas sind wir offen auch noch. Rudi Corbes. Ja, Frettis. Frettis. Das ist noch offen. Ja. Ja. Noch irgendwas. Ja, dann spielen wir noch was. Sehr zum Wohl. Duftet bis daher. Trinkst du oder riechst? Sehr zum Wohle. Beides. Zum Wohl, zum Wohl. Der Bartik ist ein richtiger Kneißer, sagt der Manfred. Ja. Bartik ist ja auch Vorzugsschüler. Bartik hat süß. Ich war ein Jahr war ich im Gymnasium. Ich glaube im 2. oder 3. Jahr war ich Vorzugsschüler. Das war es auch. Das habe ich erst heuer erfahren. Das war es auch. Das habe ich erst heuer erfahren. Ja, da haben wir so Münzen haben wir da gekriegt. Weißt du? Maria Theresenthaler. Theresenthaler, ja genau. So eine Münzen habe ich gekriegt. Damals war es nicht so interessant. Gefreut habe ich mich schon sehr. Nicht? Also, mehr die Eltern sogar, aber naja. Bin am Reservieren. Wolfgang, Mann, Bier und Legasthenie. Ja, nein, das habe ich heuer erfahren. Aber Nach du darfst 30 aber, Jahren. Du darfst aber gern kosten. Du, ich kenne sie ja eh. Es ist die Brauerei ums Eck. Ich Ich mein, kenne ja auch beide nicht. Also, so ist es ja nicht. ich habe schon. So, ganz wichtig noch für die Mägi. Wer in München ist oder in der Nähe, am 4. Mai im Schlachthof in München, da gibt es eine Autorenlesung von der Mägi, von ihrem Werk, ihre Gedichte, sozusagen in der Schweiz inspiriert und geschrieben, was in der Schweiz gelebt hat, gewesen ist. Dazwischen gibt es sogar eine Musik. Also wer in München, ich glaube, ist in München, gell? Ja, der Schlachthof, klar. Der Schlachthof ist in München. Wer die Mägi kennenlernen will, am 4. Mai, 20 Uhr. Mägi, wo findet man das noch? Findet man das auf deiner Webseite?
Maggie Pemper, dann schreib noch mal bitte deine Webseite auch rein. Schau, der Manfred Tasch ist wie ich. 8 Jahre Baumschule, nach 4 Jahren Volksschule. Ich habe ja lang gebraucht für die Volksschule und ich habe die Volksschule unterbrochen gehabt. Ne? Zwischen 3. und 4. habe ich ein Jahr unterbrochen, die Volksschule, weil da war ich beim Bundesheer. Muss ich was hinterfragen? Wie bist du dann zu deinem Abschluss? Nein, egal. Bachelor zum Bachelor. Studienreifeprüfung. Also wir haben Matura gesagt dazu, ja. Du hast ja nicht. Matura habe ich, ja. Ich nicht. Ja, nein, Das nicht. ist der Unterschied. Ich war ne? der Flaschen, aber Vorzugsschüler. Aber Vorzugsschüler war ich, ja. Ja, tatsächlich ein Flaschen, aber Vorzugsschüler. Ich Ja. tatsächlich auch Flaschen, aber ich hab's halt versteckt. Ja. Die Realität versteckt. Die versteckt. Weißt du, was wir jetzt machen, bevor wir das machen? Ja. Wir fahren an. Wir machen jetzt ein Machen wir? Risiko. Wir machen ein Risiko. Na, das machen wir auch noch vielleicht. Nein, das Weil haben ich wir ein letztes Mal Risiko schon gesagt gespielt. habe. Ich habe mir letztes Mal Ja. schon gespielt, ja. Aber nein, Risiko, das spielen wir jetzt da. Na gerne. Ja. Es sind auch heitere Sachen dabei, na sicher. Ja, Maggie das, na, unbedingt. das glaube ich, Maggie. Ja. Also wer in München Umgebung ist und Zeitlust hat, die Maggie auch dort kennenzulernen, dann hin. Werbung für mich. Schaut euch bitte alle die Konzerte der 16er an und schreibt in den Kommentaren, was ich verbessern kann. Was, Christopher? Ach so, du meinst jetzt, naja, die Werbung für die, das ist natürlich richtig. Aber das ja Wir haben ja einige verbessern. Videos wieder bekommen vom großartigen Ackerl. Christoph Acker, Travelvlog, der einiges mitgeschnitten hat. Was ist es? Ich stehe da. Ich habe gespielt am KW. Entschuldigung, ich habe gespielt. Nein, spül dich nicht. Spül dich nicht, hat meine Mutter immer schon gesagt. Ne? Und und ja, schaut sich das an. Gibt's also konstruktive Kritik, wenn ich dich da so richtig verstehe, ist einfach wirklich erwünscht. Das wäre leibend. Nicht nur jetzt für den Ackerl, auch für uns natürlich, diese Konzerte. Man muss natürlich eins bedenken, Perfektion bei diesen Mitschnitten können wir da nie erwarten, weil wir einfach platztechnisch und natürlich auch equipmenttechnisch eingeschränkt sind. Also vor allem, also das Bild, das macht ja der Ackerl perfekt. Also wo ich glaube, wo ich mir denke, da kriegst du nirgendwo eine Kamera unter, Bringt das der unter. Ackerl schafft es. Ja. Christoph schafft's. Natürlich sind es dann manchmal ein bisschen schräge Positionen, es geht ja nicht anders. Ja. Aber das Wichtigste ist immer der Ton und ich glaube, den bringt er eigentlich auch immer ganz gut hin, so gut es möglich ist. Eine Es sind- HiFi-Aufnahme ist natürlich. Es sind ja Konzerte bei uns, die mitgefilmt werden und nicht wir wollen einen Film machen und wo nebenbei ein Konzert stattfindet, sondern es ist ja hauptsächlich wirklich die Live-Situation des Konzerts dort, das mit aufgenommen wird und das ist wirklich nicht einfach, dass man die Kameras so platziert, die Mikrofone manchmal so platziert, dass man das Publikum nicht stört dabei nämlich. Und das ist ja und eines das der ist schwierigsten ganz, Dinge. ganz wichtig nämlich dabei. Ja. Und das ist großartig, Christoph. Das ist wirklich schwierig, das machen. Und natürlich, ja, wie gesagt, wir sind alle interessiert an konstruktiven Kritik, an Verbesserungsvorschlägen, wenn denn möglich ist. Oder einfach was euch stört, auch könnt ihr zurückschreiben. Weil mehr ist, dass wir sagen können, ja, tut mir leid, aber das können wir nicht beheben. Ja. Kann ja nicht passieren. Aber so ist- manche Dinge vielleicht auf die achten wir gar nicht. Ne? Ich darf es nicht vergessen, wir kennen unser Repertoire mehr oder weniger in- und auswendig. Und der Ackerl kennt es eigentlich auch schon. Der Rudi Korbi sagt, wo sieht man die Konzerte? Natürlich auf YouTube. Die werden immer wieder hochgeladen. Also ich habe ja nicht alle auf einmal, eigentlich fast immer am Freitag kommt jetzt irgendwas hoch. Und dann findest du es. Ja, dann findest du es. Ja. Und ja, die Daniela Schlögl hat ebenfalls am 15. Mai eine Veröffentlichung für die nächsten Kurzgeschichten, gell? Aber da weiß man da wo, was, wann. Gibt es da mehr Kontext, Knefrau? Bringt sie Bitte, besser? bitte darum, bitte. Dass wir da auch sagen können, wann, wo, was. Ja. So, und jetzt machen wir Eine Premiere, eine Premiere. absolute Premiere nämlich. Ja. Wenn wir es in den Sound setzen wir es in den Sound, ist ja wurscht, wir sind ja unter uns. Ne? Eine wirklich absolute Premiere. Ja. Ja, wir tun unser Bestes, muss mich konzentrieren. Wie ich klein war, hat der Vater mich oft führt ins Kasperltheater und mit großen Augen sah, Wurstels Lebensweg ich da, wie er seinem Weiberl schmeichelt, wie er das weiße Hasel streichelt, dann da schluckt er seine Frau. Warum? Das weiß ich nicht genau.
Was sind bitterböse Geschichten, doch der Wurstel kann sich's richten, der mit Tod und Teufel rafft, bis er die Polizei verhaftet. Wird das Krokodil gefährlich, ausgehen tut sich alles herrlich, und ins Büchsel kommt zum Schluss der berühmte Obolus. Da sagt mir der Vater, ich will dir fürs Leben einen Rat, den's, wenn's groß wirst, verstehen. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihm der Teufel mein Hammer am Schädel. Dem Wurstel schicht nix und der Teufel ist der Wedel. Er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann wie der Wiener eine Menge verdrohen. Aber eins kann man nicht, den Wurstel, der Schlang. Wieder ging ich in den Prater, wieder suchte ich's Kasperltheater. Doch zerschlagen und verbrannt war mein Kindermärchenland. Als der Abend am Mond beschienen, sank auf Trümmer und Ruinen. Und die Uhr schlug Mitternacht, da ist der Bruder aufgewacht. Wieder hört man Lärm und Krochen, durch die Grotten fährt der Drachen, Riesenradl, Ringelspül, wo das Draht im Gewühl, Kalafate, majestätisch, kommt und grüßt ganz gravitätisch, und es fängt zum Geistern an, wirklich in der Geisterbahn. Da sagt mir der Wurstel, ich bin noch nicht hin. Ich bin ewig, so ewig, wie das ewige Wien. Den Wurstel, mein Lieber, den kann keiner da schlagen. Das kann jedes Kind, das im Bruder war so. Und hat ihm der Teufel den Hammer am Schädel, dem Wurstel schicht nix. Und der Teufel ist der Wedel. Ja, er wurstelt sich durch und er wurstelt sich raus. Schaut er nachher vielleicht ganz verwurstelt auch aus. Er kann, wie der Wiener, eine Menge verdrohen. Oh, eins kann man nicht, der Wurstel, der Schlang. Fast förderfrei. Schöne Nummer. Fast Eine der wunderschön. großartigsten Nummern überhaupt. Wunderschöne Also, das Nummer. ist- Wie hat es euch gefallen? Na, fast förderfrei. Das haben wir nie zusammengebracht. Das haben wir das erste Mal gespielt heute Eigentlich ja. bei der Probe vorher kurz. Das Ja. stimmt. Das stimmt, wirklich wahr. Schon der Markus Persönlich sagt, Wir gelungene sollten- Wir Premiere. sollten das immer so machen. Ja, wahrscheinlich, ja. Angeteasert wurde es aber ein paar Mal. Ja, das stimmt. Das stimmt. Haben wir uns aber nicht drüber traut, ja. Ein Wahnsinn. Ist noch ausbaufähig natürlich bei mir, also keine Frage. Aber Ja, also, aber ich mein, Passt. aber schau, Sehr das zum ist Wohle, nicht, meine sehr Lieben. zum Wohl. Prost, Prost. eine ganz, Ich finde, ganz es ist nicht so großartige schlecht Nummer, gelungen. Ich finde eine Traumnummer. Eine wirkliche Traumnummer. Ich muss noch schauen, ob ich noch mehr Historisches darüber finde. Ein bisschen was wissen wir ja, weil im Endeffekt ist es ja, geht es ja darum, also auch in der zweiten Strophe eben geht es ja da, das ist diese Nachkriegszeit, ne? wo eben Wien wieder aufgebaut wird oder wo man halt vor den Trümmern und Ruinen steht. Ne? ja. Und der Wurstel, der Bruder, das war so, dieses Synonym, oder dieses, nicht das Synonym, sondern dieses Symbol für den Wiener, für der Wurstel eben, ne? Dieser Spaß, diese Gaude, dieses Leben. Ja? Und wie das wieder aufgebaut worden ist. Und dass eben der Geist vom Wurstel, wenn man so will, dass der halt überlebt hat. Das ist Den irgendwo so kannst du dieser nicht Hintergrund. erschlagen. Den kann man nicht, ich finde das ein schönes Bild, den Wurstel kannst Ja. du, und für mich, als alter Humorist, der ich ja bin, ja, ist das ein Leiblied in Ja, Wahrheit. absolut. Ja, das ist wirklich ein Leiblied. Also ich habe eine Riesenfreude. Was sagst du? Was sagst du?
Agelgastig. Ja, nein, was? Auch? Ich habe noch vorher Wildcat. Wildcat, 5 Euro Wildcat habe ich Oh, vorher. Wildcat, ja, das ist lange. Ja, ist das ist das noch. noch. Wildcat, bravo Wildcat, Dankeschön, 5 Euro. Sehr zum Wohle. Appear character cheerfully blowing a party horn. Passt schon, brauchst nicht suchen. Naja, Bitte schön, ja. bravo Wildcat, danke Wildcat, danke herzlich. dir. Und beste Grüße an unsere Nymphensittiche, die Viennese Nymphensittiche. Sani und Mutzi, jawohl. Unbedingt. Und was sind die Aggregastik? Agelgastig, ja. Mag ich. Wie war? Was heißt mag ich? Steht da. Bei mir steht gar nichts. 5 Euro vom Aggregastik. Also mag ich, das ist ein Daumen hoch, du Hirfler. Den habe ich nicht gesehen. Aber das Mag schaut das ich, ja aber- nicht klar. Das Nein. Auto kostet, das ist ja. Ja, aber nein, wir alle mögen Aggregastik. Red du nix. Wir alle mögen Aggregastik, also das ist der Gastik, also das ist der Aggregastik. Danke dir herzlichst. Sehr zum Wohle. Beste Grüße. Quasi nach Tirol. Oder bist du gerade in Wien? Also heute hat es besonders gut, sagt der Marco Cinelli. Das gefällt mir voll. Du spielst mir jetzt nichts mehr, weil wir können es nur schlecht Jetzt können wir es nur schlechter machen. Ja. Es kann nur mehr bergab gehen. Jawohl, die Maggie. Und das stimmt, der Markus Bristoni sagt, zur Maggie, dein Verständnis der Sprache ist außergewöhnlich und das können wir bestätigen. Ja, absolut. Absolut. Die Maggie ist ein Wahnsinn. Die ist ein Wahnsinn. Ich kann ja, die redet jetzt auch auf Afrikaans zum Beispiel. Nicht? Das hat mich interessiert, habe ich mir angeschaut. Was hat sie noch geschrieben? Das englische Wort Teaser hat sie inzwischen ganze 2 deutsche Vorsilben geholt. Naja, das muss ich jetzt. Das weiß ich nicht. Verstehe nicht. Naja, das ist was für die Vorzugsschüler. Ihr Post, sagt die Daniela Schläger, muss ich nachschauen. Nachschauen. Ich habe hast du was geschickt, so, oder? Oder kommt der Post wieder? Hast du da was geschickt? Warte mal. Daniela Schläger, da habe ich was. Und der Landtag, habe die Ehre, ich habe da was geschickt gekriegt. No? Ja, das zeigen wir her, warte, ich muss das nur, pass auf, das muss ich jetzt da. Haus um. Ja, warte, da muss ich speichern, dann muss ich da her, zack, zack, teilen, aufs MacBook Pro. Bumm, fort schon. Wir werden nicht gesperrt. Wenn man gesperrt wird, sagen wir die einfach an. Das machen wir ganz einfach. So, und dann habe ich noch, was hat mir der Landtalstromer geschickt? Ist das auch was? Ein Foto? Ah ja, na, das ist aber Weltklasse. Landtalstromer, das ist Weltklasse. Das ist Weltklasse, pass auf. Warte mal. Es wird. Ja, na warte, muss ich das da. Patrick, da geht es da Es bei den wird, Leuten es wird. unterhalten. Ja, ne? ich weiß, Geht es da was da Na, erzählen? ich schaue da auch gern zu Naja, dabei das eigentlich, nicht? Weil das ist schon spannend eigentlich. Nicht? Wie lange sowas dauert eigentlich. Nicht? Das gibt es ja gar nicht Das normalerweise. ist ein Multitasking, was ich da mache. Multitasking. Der momentan tastet nur auf einen herum die ganze Zeit, aber es macht nichts. So, wo bin ich? Wir warten das schon ab, da warten wir schon. Weg. Ja, warte. Ich hoffe nur, dass das Internet das bockt da. Das Internet braucht gar nichts bocken. Ja schon. Da. Du belastest unnötig jetzt da noch dazu, mit dem Stream ist das ja schon genug belastet, Geht schon, nicht? geht Normalerweise. Freunde, kannst du die Pappen mal, das passt schon. Ich schaue das erledigt. Passt schon, Patrick, passt schon. Bin schon ruhig. Ich wünsche dir alles Gute. So, pass auf, jetzt da. Hust zu. Also nein, schaut's her. Rudi Korbis, wir haben nicht vergessen. Machen wir gleich. Nein. Die Leute haben, aber wie komme ich denn da wieder hin? Oh ja, wenn ich das da so her tue. So, wir fangen an. Wir fangen an da mit der Daniela Jawohl. Schlögl, unsere Prinzipessa. Jawohl. Jetzt kann ich es da nicht lesen, weil da so viel Triebe steht. Oh ja. Autoren für Autorenpräsident. 15. Mai bei Amazon. Tauche ein mit uns in die vielseitigen Gefilde der Erotik. Da ist dieses Knistern, dieser besondere Moschusduft, heißer Atem, weht über prickelnde Haut, Bilder steigen auf. Das ist im Prinzip so, wie wenn wir uns für die Pavlatschen vorbereiten eigentlich. Nicht? Da ist auch Moschusduft oder ähnliches. Die Erotik fehlt. Ja, Erotik, etwas, nicht? Erotik ist beim Teufel bei uns, das stimmt.
Denn Erotik beginnt nicht zwischen den Beinen, sondern im Kopf. Ja, am Kopf haben wir viel. Genau dorthin zielen unsere 26 Geschichten. Lassen vor deinem geistigen Auge lebendige Bilder entstehen. Erlebe mit unseren Fantasien die ganze Bandbreite der Erotik und lass dich inspirieren. Weltklasse. Auf Amazon kann man das bestellen. Ab 18 plus. Ab 18 plus. Einmalig, Daniela, Gratulation dazu. Und jetzt müssen wir, sage ich gleich so, erst, ich hätte gerne ein signiertes Exemplar, aber ich kaufe es da auch. Also nicht, dass du man schenkst, aber du wirst sicher irgendwelche Exemplare selber haben, die signierst und wenn wir es wieder zusammenkommen, Unbedingt, ja, bitte. für jeden von uns. Ich an, bitte das ist darum. klar, ne? Ja. Sehr gut. Aber bitte, die Pavlatsch ist Zeuge, mit Zahlen natürlich. Ja. Also das bitte nicht als Geschenk, sondern das wollen wir ganz ehrlich erwerben, aber das bedingen wir uns aus, wenn wir schon eine der Autorinnen persönlich kennen, dass wir natürlich auch bitte, Unbedingt, ja. Bitte darum. jawohl, danke schön. Der Vorzugsschüler hört ja nicht zu, genau Chrissy, das ist ja das, was ich meine. Problem. Ja, genau. Also auf angeteasert. Gibt es halt gar nichts zum Essen, ja stimmt eigentlich, gibt schon was. Stimmt eigentlich, ja. Aber es ist noch nicht da. Das hat der Vorzugsschüler schon übersehen, vergessen, dass er sich da, ich hab da die Wacharlabel Nein, das hergelegt. extra, dass deine Mama nicht empört ist wieder da. Aber- Und meine auch nicht, dass aber- wir wieder essen vor der Kamera, nicht? Das macht man nicht. Das ist ja furchtbar, wenn man echt dazu schon beim Ja, Essen. aber Nicht? weißt du, was hilft? Das gehört sich ja nicht. Also auf angeteasert, das sind die zwei Silben, ja, an und geh. Ich verstehe. Na, Steirische heute nicht dabei. Nein, die ist heute nicht da. Marco Cinelli für Ackerlied. Schauen wir, was noch unterbringen. Ganz neue Quetschen, ja genau, der Wolfgang hat eine Neuheit. Na bumm, bei den Vorbereitungen möchte ich nicht dabei sein müssen. Bei welchen? Bei unseren? Zähneknirschend mache ich mit beim Kartenzahlen, wenn es nicht anders geht. Bei was meinst du jetzt da? Also, bekommt man auch bei mir. Der Reinerlös geht wieder an eine karitative Einrichtung. Bekommt man auch bei der Daniela Schlögl. Ich verstehe. Jawohl. Also Bestellungen könnt ihr sozusagen auch eine Daniela raushauen. Ja. 2 Bücher kaufen, dann bekommt die Freiwillige Feuerwehr Eibestal doch nichts. Naja. Die werden wir schon nicht. Ja, weißt du. So, dann noch ein ganz wichtiges Foto, zum Beispiel ganz komplett außer Plan. Ja, außer Plan, also von dem, was wir jetzt reden. Was habe ich schon hergekriegt. Unser bitte. lieber Freund. Und du musst die Geschichte erzählen. Du hast ja das Geschichte. Ich habe das Foto gestern bekommen von unserem lieben Freund, ein Wiener Philharmoniker, Schlagwerker. Spielt heute übrigens die Premiere von Lohengrin in der Staatsoper. Der ist Richtig. auch gerade am Werken. Der ist auch und gerade wird am bald raus sein, glaube ich. Naja, Lohengrin dauert Dauert länger. noch, Ich weiß nicht, dauert welche Version der Christian Thielemann als Dirigent da jetzt ausgewählt hat, wirklich. Ob er noch werkt. Hat uns ein Foto geschickt, der ist ja auch Hobby-Winzer und Hobby-Weinbauer und hat einen neuen Rasenmäher geschenkt gekriegt von seiner Frau. Und den können wir jetzt Also sagen. das muss ich echt sagen, weil der ist derartig großartig. Der Rosenmäher, meine ich. Der Rosmarer. Ich meine, der Klaus ja auch nicht. Da fuhr in der Panier, man, sonst kennt man ja nur im Frack. Aber natürlich da Das ist schon großartig. in der Lagerhaus-Panier sozusagen. Und schau, der hat einen Rosenmarer, wo er sein Weinglasl reinbringt. Eine bringt. Also, das ist Weihrausenmäher der Zukunft. Den brauche ich. Unser Klausi geht nicht Rasenmähen ohne ein entsprechendes isotonisches Getränk. Das ist Weltklasse. Kann auch ein Bierdosel sein. Also, es ist je nachdem, was man halt da Ja. reingeben will. Aber ich finde, großartige Idee von der Firma, Absolut. dass man da Rosenmarer mit Getränkehalter. Getränkehalter ist schon großartig. Ich habe immer geglaubt, das ist schon unser Getränkehalter am Mikrofonständer großartig, aber das toppt das Ganze noch einmal enorm, finde ich. Also So schaut's aus. So echt, schaut's echt aus. leibend. Wirklich großartig. Und ich meine, einige von euch kennen ja den Zaunerklaus, ja, die ja beim Otteringer Kirtag letztes Jahr dabei waren. Oder vom Taschler auch. Oder dann Ja, gut, ja, und so, stimmt, Taschler hin und wieder, aber Otteringer Kirtag war natürlich ein einschneidendes Erlebnis. Also auch unsere deutschen Freunde, der Stadtguss Freizl, der Maber, Ja. der Landtalstromer Markus, zum Beispiel jetzt, also einige andere, der Spaziergang, also der Wolfgang, glaube ich, das sicher, da waren sie auch schon dabei. Freilich, ja, klar. Der Alexander Hauser war mit, der Ackerl, also einige und in der Runde war auch eben der Zauner Klausi. Und
Wirklich, also einen Rasenmäher mit Getränkehalter, Ich finde das das echt ist wirklich großartig. leibend. Das ist wirklich leibend. Gehört unterstützt. Gehört unterstützt. So, und jetzt dann noch Beweisfotos Ja. großartigen Landtalstromer, Markus, auf unserer Terrasse. Man sieht natürlich nicht den Ausblick, sondern nur die Terrassen. Schaut, dass man den Sessel nicht sieht, den Obrücken. Nein, da ist er schon hin. Da ist er schon hin. Also zur rechten Andreas Christina, dann in der Mitte der Bernahus Motto und links natürlich diese Erscheinung. Die kennt ihr eh. Hinten, das ist das Holzlager, das ist leer. Zu dem Zeitpunkt ist so auch nicht mehr da, weil ja hier auch noch kein Dach und nichts. Ist schon Zeitl her. Ist schon Zeitl her. Was sagt's? Ist das leider? 21er Jahre. 21er Jahre. Ja. Ja. Hat mein Bagger auch einen Getränkehalter gelassen? Das kannst du ganz sicher annehmen. Also Das glaub ich schon, kannst oder? du ganz Das sicher glaub ich. annehmen. Das glaube ich. sicher. Ein Bagger ohne Getränkehalter kommt da nicht auf meinen Grund. Punkt. Ja. Ja. So. Passt, 2 Stück sind reserviert, jawohl. Beim Jauner kann man online nur mit Karten zahlen. Nein. Du kannst, ja, du kannst anrufen, aber auch. Und du kannst dort hinfahren, weil der Wolfgang sagte vorhin, ihr schaut nur eine bitte bei uns auf der Homepage. Schaut eine. Stehen ja die ganzen Daten nämlich. Da steht zumindest also der Link zum Jauner. Oder dann beim Jauner Genau. könnt ihr auch selber schauen. Und man kann dort anrufen und per Telefon auch eine Karten Ja, reservieren. Ja. und man kann auch hingehen. Aber halt nur, wenn die Kassen offen sind. Ja. Aber diese Öffnungszeiten, das findet alles, aber das habe ich ja auch eingeschrieben bei uns. Also das findet man kann es online. Die Online-Bestellung hat diesen einen Vorteil, du kannst da wirklich genau den Sitz aussuchen, wo du sitzen willst. Das geht so, ne? Oder wenn du mehrere Leute bist, nicht, dass Kann du man sagen sagen, kannst, wir wollen dass man zusammensitzen. zusammensitzt, ja. So. Oder du kannst anrufen dort genauso und du kannst auch hingehen, direkt und bei der Kasse was kaufen. Aber das sind eben Öffnungszeiten und das findet alles. Das findet alles. Jawohl. Die Vorband von Kasperl unvergesslich, sagt der Landesmann. Ja, das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich, das war unvergesslich. Ja. Oder ein Kirtag war sehr bewegend, sagt der Wolfgang. Hast du den Bagger schon ausprobiert? Den von dir? Nein, den mache ich nicht dreckig. Nein, der wird wohl gehütet wahrscheinlich. Wie ich dich kenne, wird Ja. der wohl gehütet Das werden. ist die einzige Chance, die besteht, dass der vielleicht irgendwo mal in eine gewisse Tätigkeit kommt, ist vielleicht, wenn ich schwach wäre und es meinen Großneffen, oder nicht die Nichten, das ist jetzt groß, aber die Jungen vom Hannes, die Kinder, da heute auch kurz einer geschaut hat, vielleicht, dass wenn die Finger kriegen, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es bleibt eher, ja. Ja, das war wirklich ein Wahnsinn. Na, der Kirtag, das war legendär. Vorband vom Kasperl, das war schon. Markus musste das Foto schießen, weil er keine Sessel mehr hatte. Ja, er hat ihn ja zusammengekriegt. Nicht? Der Landtalstromer kommt daher aus Mittelhessen. Und gut, die waren ja vorher schon auch ein bisschen weich, muss man sagen. Nicht, die Sessel nicht. Das Ja was? Die waren wie neu. Die waren höchstens 30 Jahre alt. Man brauchte vorher eine Einschulung, wie man sich draufsetzt auf den Sessel. Nein, Haben sie naja, mit vorsichtig. Mit Schwung draufsetzt und man durch eine Ja. gewisse Körpergröße und Ich meine, der nicht? Landesmann Markus, wer am kennt, das ist ja ein Röntgenbild, das ist ja, ja, aber, ein zwei, Bannerpaket, aber nicht? zwei Kopf größer als Naja, ich. das nicht. Das war halt. Jauner Kasse von 17 bis 20 Uhr. Jawohl, passt. Genau, Wolfgang. Da schaut sie. Wirklich, das ist leibend. Das wird uns so gefreut, wenn ihr so dabei seid. Wenn wir das wirklich voll kriegen, die Hitten. So, und jetzt auch für den Korbis Rudi. Rudi, ja. Der Leid um zu wenig Geld. Dürfen wir auch Strophen machen, reicht das? Oder willst du die eine, ganze? Oder willst du zwei? Dann machen wir eine und die andere machen wir am Donnerstag, Rudi. Da war Rudi. Ist der beim Taschler? Genau. Ja, und da machen wir alle drei. War kurz weg, musste Karten für den Jauner organisieren, Franz M. Du bist der Jawohl. Wahnsinn. Wir jubeln. Übrigens Familie Zauner ist auch live am 21. Sind wir dabei? Ja, haben schon reserviert. Haben schon reserviert? Haben schon reserviert. Ja. Das ist Letzten Mittwoch, ja. Das ist auch echt leibend. Also mich freut das so unglaublich. Maggie hätte ja noch ausgehalten, der Sessel. Ja, was Seid ihr nicht so sicher, Maggie? Na, der Markus hat das gemacht, aber wenn die Maggie da so. auch mit einem gewissen Schwung, mit ihrer der Dynamik? Energie, nein, die hätte er Mathe emuliert wahrscheinlich. Oder? Man weiß es nicht. Wie auch immer, wir werden es nicht rausfinden. Ja gut,
Bist du bereit? Uraltes Lied, Uraltes kann man sagen. Karl Rudolf- Lorenz, um Karl Lorenz. 1880 herum. 1880 herumgeschrieben. Circa. Könnte genauso gut in der heutige Zeit passen. Passt. Die Leute haben zu wenig Geld für einen Korbis Rudi. Ja, wenn man unser Wehr betracht, da war's kein Wunder, wann man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag rund am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Buchhändler, ein golden Wein, hat auf keinen Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie's zugeht tut, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute und Gerieder gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht, wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht auf so ganz viele von Buchhändeln ist links keine Spur. Jetzt liegt da jeder hinterm Tor, a gesöchte Blunzen, das alles hält. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, a Gefrettis, auf der Welt. Ja, a Gefrettis, die Leute haben zu wenig Geld. Jawohl. Der Rest am Donnerstag beim Taschler, Rudi. Was haben wir noch? Haben wir nicht noch irgendwas offen gehabt? Fiakerlied oder altes Fiakerlied? Fiakerlied, ja, Fiakerlied. Von Gustav Pick. Ja, genau. Ich Der weiß aber Musik- nicht, von wem es war. Marco Cinelli. Marco Cinelli, ja. Das weiß ich noch, weil ich habe ein Hirn, wo ich mich selber oft schrecke. Ich fürchte mich Wirklich, gleich. Ich fürchte mich gleich, wirklich. Also ja. oft, selten, oft nie. Aber schrecke ich mich, aber mein Munkelein ist auch immer da, recht überrascht. War einmal da. Keines mehr überrascht als du selbst, glaube ich. Ich bin, Also, ja, es ist- das ist ein Wahnsinn. Das ist ja leider am anderen Tag, Geschwistertreffen bei uns. Wann seid ihr eigentlich wieder in München mit den Brettelspitzen? Im Ende August, Ende Juli, Anfang August. Ende Juli, Anfang August, genau. Ja. Diese eine Woche, die da zwischen Juli und August Und ist. es könnte sogar sein, dass in Bayern In Bayern, dass wir nachher noch einen Auftritt haben. Oder das wo ein zwei. Konzert gibt. Einen oder zwei. Also, ja. Also irgendwo in Bayern, irgendwo in der Nähe, relativ um Nähe, sage ich 50 jetzt Kilometer rund um München. einmal. Ja. Könnte passieren, dass wir dort sogar noch spielen. Ja. Ja, na schauen wir mal. Aber auf jeden Fall, Daniela, du brauchst nicht sagen, leider, weil Geschwistertreffen ist ja leibend. Ist Und daher, immer. 21.07. geht halt nicht beim Jauner, aber Geschwistertreffen. Und das ist Passt. absolut leibend. Super Geschichte. Ich hätte so gern da bleiben, aber ich muss morgen auf, der Markus Bestronik, ja, ich kenne das, also vom Hören sagen. Wir auch. Ja, wir haben ja morgen schon nach wie vor, wer das nicht weiß und wer Zeit und 9 Lust Uhr. hat, um 9 Uhr in der Früh sind wir gestellt. Auf YouTube, meistens auch auf Facebook, das ist je nachdem wie die Bandbreite zuschlägt. Wenn ich in Wien bin, meistens Facebook mit dabei. Ja. Aber folgt natürlich auch auf diesem Kanal 16.TV auf YouTube, jeden Montag bis Freitag, 9 Uhr sind wir gestellt. Shitchef schaut die Morgenshow der 16. Eins muss ich da sagen, werktags. Weil Ja. die Woche zum Beispiel am Mittwoch Ist 1. Mai ist in Österreich Staatsfeiertag, einer der Feiertage, also da wird keine Show stattfinden. Und da hat mich mein Munkelein korrigiert, zum Beispiel gesagt, ja, warum sagst du immer österreichisch? Ich sage, der ist ja überall ein Feiertag. Der 1. Mai ist überall Feiertag. Scheinbar. Achso, das habe ich Scheinbar. nicht gewusst. Ich habe das auch nicht gewusst. Ich habe angenommen, 1. Mai Tag nur der bei uns. Arbeit. Ja. Ja, aber das ist eigentlich international. International. Ah, okay, ja. Wo die doch sogar die internationale als Hymne haben. Ja, okay. Stimmt, ja. Und mein Munkelein hat mich da korrigiert und gesagt, ich glaube nicht, dass das nur in Österreich ein Feiertag ist. Ich nehme an, auch in Deutschland ist ein Feiertag. Wie auch immer. Am 1. Mai, Mittwoch ist nichts, aber sonst sind wir live. Also schaut rein, wenn ihr Lust habt. So, was haben wir jetzt gespielt? Als Ferkerlied. Was magst du noch? Nichts an meinem Plätzchen. Was magst du mit meinem Handy? Nichts, ich wollte mal einen Strom Ja, dann nimm aber dir das Kabel, was für dich vorgesehen ist. Du hast ja ein ganz du hast ja ein Lange ist neues, nicht? Ja. Ja. Du hast ein altes.
Ja, früher haben wir den gleichen Stecker gehabt. Ja, ja. Du bist leibend, du musst streiten müssen. Jetzt haben wir 2 Kabel, das ist noch leibend, oder? Ich sehe schon, wie du einfallst. Ich sehe schon, wie du einfallst mit der Harmonika. Ja, wenn das so Beim kurz Dienst. ist. Naja, was so für die Meter wo kaufen? Klar, 3 Meter, mindestens. Mein Geld ist nicht weg. Es hat jetzt ein anderer. Der Fliesenleger. Musikraum, dafür ist hoffentlich ein schöner Fliesenboden. Ja. Das würde mich doch freuen. So, und jetzt für den Marco Cinelli und für alle anderen natürlich auch Klassiker. Auch für die Susanne Bum, die hat das ja, wünscht das ja auch immer. Das Fiakerlied. Gustav Pick und so ist auch die Tonart. So ist auch die Tonart. Ja, eh? Pick. Na, Gustav! Ja, Wahnsinn. Ja, ich fiel 2 halbe Ruppen, ein Zegel steht am Grab. Ach, so wie die 2 Truppen, wir's nicht bald gesehen haben. A Peitschen, die gibt's nicht, weil ich es noch nicht schlagen. Das höchste war schon 19, sonst reißen sie mir den Wohn. Vom Lamm zum Lusthaus vor ist in 12 Minuten hin. Da springt der Kanzler im Galopp, da geht's nur rüber, trop, trop, trop. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann jeder werden, aber vorn das können sie nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heut ein echter Werner Kind, ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Mein Blut ist so liftig, so leicht wie der Wind. Ja, ich bin heut Pfiff, ein echter Werner Kind. Ja, ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zegel waren alle fest benannt. Und kommt's einmal zum Anfahren und wär ich dann begraben, ja, dann spannt's mir meine Robben ein und fährt's mich über Graben. Dann lasst es sauber laufen und fährt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt's mir nicht wegen ein Kreuzung mit. Schatz, das ist ein Muss, das umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute, die sollen's ruhig merken, ein Fiaker fieren's hinaus. Und auf mein Grabstein da soll stehen, damit's die Leute deutlich sehen. Sein Stolz war, er war halt ein echter Werner Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, er war halt ein echter Werner Kind. Jawohl. Gustav Pick, großartig. Jawohl. Schau, die Faccia-Motto. Ich bin halt ein echtes Werner Kind. Ja. Da rennt man die Kanzel, haut auf, sagt der Marco Cinelli, danke. Schön, danke dir, ja. Weltklasse, Weltklasse. Die Achtel von einer danke ich vielmals. Ich danke euch vielmals. Schau, wirklich wahr. Wirklich wahr. Da muss ich sofort den Schluck nehmen. Nimm einen Schluck. Den Rest quasi. Ja, wir arbeiten uns Jetzt zum hier Schluss langsam. hin, weil wir werden uns dann, glaube ich, die Schlachtplatte, werden wir uns dann, ich meine, so spät sind wir nicht gesessen, aber was wir schon halt. Ne? Wir schon heute, ja. Es ist halt der Job. Das ist der, ja. Weltklasse. Hervorragendes Schluckerl gewesen. Zum Schluss. Du schaust, ich habe noch einen Ich Schluckerl schaust, ja. drin. Ein Schluckerl drin. Und ich hab das jetzt. Schade, dass keins mehr da ist davon. Ja, naja, ich habe noch eine Flasche, noch, das habe ich von meiner Mama geschenkt gekriegt.
Und da weiß ich nicht, was für Bier drinnen ist. Es ist ein Schwarzbier, aber ich weiß nicht, welches. Das können wir hole ich so mir teilen. jetzt. Da. Das ist eine größere Flasche, nämlich. Ich habe mir gedacht, das geht so. was. Ja, da tust du was in dein Tu mal Glas was in und mein Glas den rein, Rest ja. lassen wir in der Flasche. Na freilich, genau. Steht so in der mache ich Tier, das. steht in der Tier. Ich bin gespannt, ja, sehr gespannt. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist wahrscheinlich ein Bock oder Winterbier, glaube ich. Das passt jetzt zum Abschluss, passt Ja. das, ne? Das ist ja- Siehst du das? Ja. Wanderstrom mal gut nach. Schon die Grisse ist super. Bin ich jetzt sehr gespannt darauf. Und schaut's her. Weil man muss ja das muss man ja präsentieren fast. Ja. Wobei den Hut habe ich schon hingemacht. Ich meine, das war ein Hut, da gehört Ja, oben noch so Korken hin, die liegen aber woanders. Da ist Hut so drauf. Ja, so. ja, ja. Schaut sich das einmal an. Sieht man das Ja, oder so. sieht man es oder eher nicht? Ja, das sieht man, sieht man. Ja, das habe ich gekriegt. Die Frau Mama, ja. Unter anderem zu meinem Geburtstag was meine Mutter immer großzügig wieder will. Und Darf ich es trotzdem öffnen? ja, unbedingt. Der Also, kennt das ist, aber ich weiß nicht, was es ist. Und bin du, gespannt. und du schenkst ein aber es sind große Flaschen. Und da lässt man halt, also bin du gespannt. auch, aber die Ich bin Flaschen gespannt. nicht. bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist entweder, Liebe Gerda, es könnte ein Altbier sein oder ein Winterbier oder, nein, Altbier glaube ich nicht. Winterbier oder ein Bockbier. So schaut's aus. Irgendwie machen die Burm alles verkehrt. Auf leeren Magen soll man nichts trinken, so spät soll man nichts essen. Ja, stimmt wirklich. Christoph Acker, du hast recht. Wir sind das ist ein Wahnsinn. Weißt du, was mich schon gefreut, weil gerade wieder ein Franz M. sicht, weil er die Achtelleine hat und der Rudi Korbes. Aber der Franz M., ich freue mich schon wieder auf Litschau ja, ich freue mich auch schon beim sehr. Kaufmann, das Annetzen. Das Annetzen nicht? Beim Kaufmann in Litschau. Mit Meyerhofers, Sperks. Sperks und mir. Und vor allem, wir wissen jetzt mittlerweile, dass wir, wenn wir sagen, wir trinken ein Achtel, dass wir einfach ein Botön bestellen. Das Ja, wissen wir es sind mittlerweile. 6 Leute und das Ja. ist einfach logisch eigentlich, dass man Botön nimmt. Ne? Aber wir haben da eine halbe Stunde gebraucht, bis wir dieses Rätsel gelöst haben. Seid ihr mal. Sehr zum Wohle auf euch, gell? Ich glaube, ein Winterbier ist Bock, Bock oder Winter. Kann ich da gleich sagen? Eindeutig, ja. Gib mir meine Flaschen. Wie viel, Na ja, passt schon. wie viel hast du denn? Na ja, Das ist sehr leicht. du schon der Große ist. Also, Das ist sehr leicht. Sehr leicht. Da ist ein Schaum, hast du die drin Flaschen gelassen. sind ja sehr leicht. Ich koste einmal, ich koste einmal. Ich tippe auf Winter. Das ist Winterbier. Okay, Ja. passt, ja gut. Jawohl. So. Ja. Alles machen wir verkehrt. Aber ich freue mich so schon auf was zum Beißen. Ich sag's dir, wie es Ja, ist. ist kein Fehler. Aber dran, natürlich machen wir das off. Im Off. Wie sagt Ja. man? Na, sehr viel. Off kann man. Also Also nachher. nachher halt, nicht? Also, Après Kann man sagen. Kann man sagen. machen wir Aber das. jetzt reißen wir schon noch eine. Jetzt reißen wir schon eine, Patrick. Was reißen wir noch? Jetzt machen wir noch irgendein Mädel, machen wir schon noch. Blaue Tinten haben wir schon lange Hab nicht schon gespielt. lange nicht gespielt. Glaube Ja, unbedingt, ja genau. Ich weiß gar nicht, wie es geht. Wenn ich weiß, wenn ich wie fängt die erste an? Du fragst mir jetzt Wann Sachen erst. Bin froh, dass ich die Harmonie und die Melodie noch Nein, wir haben hast schön und angefangen im Prinzip. Eben, das Aber weiß ich ich habe noch. hab die zweite Strophe, dann habe ich die dritte Strophe gesungen, aber nicht die erste. Wenn ich kennt, hätte die fliegen, so fängt es an. Nochmal bitte, Klappe. Wenn ich kennt, die fliegen und Da die noch so trotzdem nicht mehr kriegen. Wenn ich voller der Richtier, so schreibe die dir heute einen Brief. So kommt dann mein Lied, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich Geld hätte, ohne
für die war ich niemand, den man kennt. Mein Schmäh, der ist für die viel zu tief. Ja, drum schreibe die dir heut einen Brief. So kommt dann mein Lieb, so kommt dann mein Lieb zu dir. So kommt dann mein Lieb zu dir. Als blaue Tinten auf Papier. Wenn ich wisset, was du fühlst, und ich nicht merk, dass du mich willst, hab ich mein Mut vergraben ganz, ganz tief. Naja, so schreibest du mir heute ein Brief. So kommt an dein Lied, so kommt an dein Lieb zu mir. So kommt an dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, auf Papier, bis ich dich spiel. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit spül ich den Trottel für die Leid. Und manches Mal platzt mir der Kran, da kennt den Wursteln, ich der Schlang, den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hast Einsamkeit, und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Will einmal allein sein, dann lad ich mir ein paar Freunde ein. Wenn ich mal hinkomm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm, ich lad dich ein. Ja, so macht mein Hetze ungeniert und krieg mein Orange so finanziert. So lachen wir beim Wein vereint, aber trotzdem bleibt ja nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund hast Einsamkeit, und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei, ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein
kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, so macht die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Drum Schrammen tut's uns nicht verlassen, weil Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen und Gliedlichkeit mit euch dahin? Wir haben schon tun und alles ein kleiner, drum wir unsere Schrammen gehen. Mit so viel Herz spürt uns keiner, auf den Lied, wie es mir gern her. Ja, gut, ne? Schön. Kriegt raus in ein alten Haus, in einen Hof in der Speckbacher Gossen. Da ist gelernt ganz verstaut, seiner Ziele beraut. Ein Herr da stark ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kind unter meine Stuhl. Denn die größeren Buben waren auf die Stullen wie die Nonnen. Als Kindreal hätten sie mir gestohlen. Herrgott, da stand du nur allein, hast mir als Bibel verstanden.
hast du mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt oder mich an dich gelernt, kein Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr. Und Otterkring hat sich verändert. Heute wird überall gebaut, wo das Alte zerhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und ihr ist so hingeht zu ihr. Da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein schauernder Herrgott vor mir. Herrgott aus Stahl, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag dir heim und bieg dich zusammen, sind deine Schmerzen auch groß. Herrgott aus Stahl, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ist gelungen. Ist gelungen. Ich finde es gelungen. Gratulation, ist gelungen. Schönes Potpourri. Ich glaube, es hat gefallen. Es hat gefallen. Jawohl. Schau, da was sage ich? Ja, ich könnte weinen, sagt der Wolfgang schon. Die Achtel von einer. So schön wie mein Harmonium ist, das kriege ich nicht hin. So wie beim Rutgermat. Jawohl. Jawohl. Bravo, Maggie. Maggie, danke. Da reißt mir ganz laut auf. Schau, schau, die Achteln. Ja. Weltklasse. Weltklasse, oder? Danke euch, Das danke ich würde sagen, wir euch. machen zum Schluss, nicht? Zum Oder, Schluss, oder, ja. trinkst, Ich würd oder sagen- brauchst du 2 Schluck? Bitte? Nein, das, Ja, man weiß ja nicht. ich Man brauche weiß schon nicht. 2 Schluck dafür. Nee. Sehr zum Wohl, meine Lieben. Machen wir 2 Schluck. Ich habe ja nicht mehr 5 Flaschen, lass mir nichts überlassen. Oh, bin gespannt. Ui. Das muss die Hälfte gewesen sein. Weil zuerst war die kleine Flasche, war das Glas relativ voll und ich habe so viel eingeschickt. Also, Ja, ja, du mir ich habe schon gut geteilt. Das Engerlaskala, ich kann es nicht mehr. Aber also im Laufe dieses Jahres, wir müssen uns die vergessenen Lieder sozusagen, die müssen wir uns auch nicht singen, weil. Ja, aber ich kann es gar nicht einmal nachdenken. Ich weiß nicht, wer ich tun hat. Gut, das weiß ich. Bald wohl nicht. Ein F vielleicht, kann das sein? Schauen wir uns einmal an. Oh. Ja, das kleine Engel, seine Kinder, ganz genau. Na, habe ich die eine. Aber es ist noch irgendwas da scheinbar. In meinem Hinterkopf existiert noch was. Das ist eine schöne Nummer eigentlich auch. Wahrheit. Das ist der Wolfgang. Ich hatte eine Engelsgeduld mit uns, dass er permanent darauf hinweist und ich habe immer wieder vertröst, aber es ist wirklich, weil es eine gute Nummer ist. Gute Nummer, ja. Ja, aber ich geschrieben, Entschuldige. Ja. Eben. Ja, eben. Braucht man kleine an. Braucht eine auch noch. So schaut's aus, weißt du?
beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst schön stark sein, sonst hast du nur die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Bussen ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal oben, einmal unten, am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagel's an, weil sonst fliegst du davon. Nicht fad sein und bei einem Lied da muss stark sein, sonst hast du die halbe frei. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal oben und am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Drum darf's niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Nagel's an, weil sonst fliegst du davon. Großartige Nummer. Die habe ich zum ersten Mal vom Karl Hodiner gehört auf der Schallplatte, auf seiner zweiten Platte, die er aufgenommen hat. Und live dann nie gehört. Und das erste Mal dann beim Schmied-Hansl vom Luxrudi gehört. Es wäre interessant, ich glaube gar nicht. Und das hat sich zu einer Lieblingsnummer im 23er. Letztes Jahr eigentlich waren unter meinen Top 3 ist das eine meiner Lieblingsnummern. Ich habe tatsächlich, abgesehen von dieser Aufnahme vom Hodiner, kenne ich keine. Maximal neuere. Ich kenne keine Aufnahme, nein, ich kenne keine Aufnahme. Ich habe es nur live gehört vom Luxrudi dann auch. Weil das Lied ist ja, genau, live, aber das Lied ist ja original Ferry Wunsch 40er Jahre, Ende 40er Jahre. Und ich kenne tatsächlich, ich kenne keine Aufnahme von irgendwem anderen als vom Karl Hodiner. Ich kenne auch keine andere, nein. Ich kenne keine andere. Wenn jemand eine andere kennt, wäre interessant. Das ist wirklich spannend. Der Wolfgang hat die CD Wiener Forscher Plus, jawohl. Beim Radio Wiener Lied beim Erich Zieb, die Maggie. Kann man Hörerwünsche einreichen. Ich habe mir Engel aus Galau gewünscht. Mal sehen, ob es kommt. Ja. Peter Bracht, die Tiroler Buben sind auch geduldig, ja. Ja, das ist halt wirklich, muss man echt sagen. Das ist ein Gag. Für uns ist es eine Nummer, ja, die lernen wir dann ein, spielen wir es, ja, also ist lustig einmal, aber nicht wirklich. Aber natürlich, du hast es versprochen, jetzt muss es machen wir in der Paulaschen machen wir es auch, ja. Aber es ist jetzt, wie gesagt, nicht falsch verstehen, aber es ist halt, die Priorität ist halt nicht hoch. Aber natürlich, es wurde versprochen. Also wurde so versprochen, gesehen, genau so ist es.
Da hast du recht. Also ich bitte noch um weiter Geduld. Ich meine, Bitte ich tue mir darum, ja. leicht, ich spiele dazu. Mir ist wurscht eigentlich, nicht? Du musst es lernen, nicht? Hoffentlich das Tempo, ja. Ja, Tempo. Machen wir schon. Ja. Die brauchst du auch. Ja, sagt die Krise, ja, Geduld braucht man bei uns. Das ist ja das so. Wer keine Geduld hat, der muss halt die künstliche Intelligenz in Anspruch nehmen. Bei uns, in unserem Fall hast du menschliches Genmaterial, das sich mehr oder weniger erfolgreich formiert hat zu. Fortpflanzt Weizl. Ja, Ja, weiß genau, ich nicht, das ja. ist, was die, wie es ist oft. So, naja, aber jetzt, also Rauch aus, gemütlich, Schäufe ist Ganz geil. gemütlich Öfe ist. Eine gemütliche Pavlatschen, ja. Ja, genauso wie Bouton. Ja, Bouton, aber habe ich da nicht gesagt, aber das Bouton, dass das eine Harddruck-Version wird. Was habe ich denn da gesagt damals bei Bouton? Damals, wie du es zum ersten Mal gespielt hast, Ich glaub, in meinen Ja, Fieberträumen, gespielt. lag. Ja, bei einer genau. Solo-Ballade Ich kann mich schon. erinnern, ja, genau. aber da war ich auch in irgendwelchen Träumen, glaube ich. Aber was habe ich da gesagt, dass der Wolfgang weiß es sicher noch. Aber ich glaube, ich habe doch gesagt, ich mache doch so eine Harddruck-Version, gell? Bouton. Irgendwas so, ich kann mich nicht mehr, es ist halt, die Zunge ist leicht, nicht? Man sagt, man macht was. Und ich meine, es ist ja so, es ist nicht die Filme Desinteresse. machen. Nein, gar Es nicht. ist eher das wirklich einfach, dass man denkt, Alter, ich habe keine Zeit mehr. Aber schauen wir mal. Auf der CD wegen der Schrift sind sie H und K ähnlich. Aber ich denke mir, ist doch K, also Kalau. Nein, es ist Kalau. Es ist Kalau, ja. Graz Kalau. Die Die Strafanstalt, Justizanstalt, ja. in Justizanstalt. Kamau, ja. Es gibt ja zwei große Justizanstalten, die Kalau in Graz, nahe Graz, Karlau, ja, und Stein. Nicht? Kremsstein, das ist die zweite. Ja. Gegrölt, genau Hardrock, sagt der Wolfgang. Ja, stimmt, die Priorität ist an den Spanisches, dann spielst du es trotzdem, sowas kann wirklich keine Ausrede sein. Du hast schon recht, Chrissy, aber ich meine, das Spanische, das habe ich ja nicht lernen müssen. Das ist ja improvisiert, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt sagt, man studiert jetzt ein Lied ein. Nicht? Aber, na, vollkommen richtig, grundsätzlich, es darf keine Ausreden geben, du hast gesagt, Das stimmt. es wird gespielt. Wird's gespielt. Wie heißt es überhaupt? Tiroler Marsch. Tiroler Burmpolka, ja. Tiroler Burmpolka. Es muss. Ja, Achso, eh. Ja, ja, na, ja. Im Versprechen sind wir Weltmeister, ja, das stimmt eh. Ja, aber man muss sagen, das meiste wird schon auch geliefert. Halt, ja, Es wird geliefert, ja. Auf es jeden dauert Fall. halt. Aber wir versprechen auch nicht zu welcher Zeit. Aber es ist halt wirklich so, Es gibt so viel Sachen. es ist wirklich so, dass man dann oft so, ja klar, machen wir. Und dann dauert es ein wenig. Ich Halt. nehme den letzten Schluck. Nimm den letzten Schluck, da pass auf, dann kommen wir zum letzten Schluck. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohle, Prost, Prost. Zum Wohle. Da ist ja nichts drinnen. Was mir auffällt, ist bei denen, die haben sehr leichte Flaschen. Ich war überrascht, ja, weil ich mich zurückgehalten habe vorher. Ich habe nicht so viel ausgetrunken. Ne? Der Spanische hat er nicht lernen müssen. Er ist ja mal Spanier gewesen, genau. Mir gesagt, er Im kennt früheren Leben einmal, ja. das. Ich war ein Reblaus und ein Spanier. Das passt nicht zusammen. Ja. Also nicht im gleichen, das war halt wahrscheinlich. Joch! So, Das ist halt auch Wienerisch, sagt der Wolfgang. Ja, mei, das ist halt auch Wienerisch. Ja. Na, aber pass auf, wir halten fest, zwei Dinge, die wir im Bälde erfüllen müssen. Tiroler Bumpolka, klar. Und Engel aus Kalau. Und irgendwas aus Kalau, ja. Du kümmerst dich um die Tiroler Pumperika, Du kümmerst dich ums Engel, ja. ich kümmere mich ums Engel. Jetzt wollte ich schon sagen versprochen, aber wir halten uns. Oh, ja, versprochen ist. Na, das ist jetzt wirklich der Plan. Diese zwei Dinge. Haben wir noch irgendwas offen grundsätzlich? Na, aber ist ja wurscht. Weil die zwei Dinge werden jetzt erarbeitet und erfüllt. In den nächsten Wochen. Na, das geht schnell, oder? Die Roller brauchst du lang? Ich hab die ja schon gespielt. Also, Echt? das Bauer schon. So. Ja. Ziller da Schürzenjäger haben das Ja, aufgenommen. das kriegst du schon Auf der hin. steirische Harmonika, ich muss mir's noch einmal anschauen. Ja, na, das geht. Kalau ist ja genauso. Engel aus Kalau, ich meine, ich habe es ja geschrieben und gespielt. Und aufgenommen. Ich muss mir es auch noch anschauen. Das Problem ist, ich habe nichts, wo ich mir es anschauen kann. Ich habe nur einen Text.
Harmoniebezifferung habe ich. Was da? Natürlich. Ja, wäre es auch. Selbstverständlich. Fragst du den Text, der Wolfgang, ne? In Lemone, Mann, ja, Maggie Pampert, aber ich sag dir was, ganz ehrlich, der liegt uns nicht. Wirklich, Ich glaube, der liegt uns nicht. Ich glaube, der liegt, es ist einfach nicht, das ist leibend, was wirklich zweistimmig, leibend weiß nicht, mit einer Frau dazu, aber der Limonemann, ich weiß, das ist eine deiner Lieblingsnummern, aber du musst uns verzeihen, dass wir den ein bisschen ausschirmen. Die spanische Fliege, Markus Pistoni. Ach, jetzt habe ich's, damit die Leute nächste Woche wieder in die Pavlatschen schauen. Das ist unser Schmäh, ja, Christi. Bis zum Jana, sagt der Wolfgang, wir werden uns da vorher auch noch sehen. Ja, hoffe ich Der doch. Jana ist im Juni. Das ist ein Wahnsinn. Was haben wir gesagt, spielen wir Im jetzt? Juli. Im Juli, meine. Schlussnummer machen. Achso, Ja, haben wir jetzt gar nicht. Ja, Schluss noch. Meine Herrschaften, das war so eine große Freude. Schön, dass dabei warst wieder. Wie gesagt, diese zwei Projekte haben wir jetzt wirklich, die fassen jetzt in den Fokus. Abseits der anderen, aber passt, ja. Das kommt in den Fokus rein und wir werden das kredenzen. Vielleicht nicht gerade beim nächsten Mal, wobei Was weiß man? aber wir wollen nichts versprechen. Ist verziehen, sagt die Maggie. Ja, danke dir schön. Dankeschön. Und da gibt es nämlich wirklich, bei Limone, da gibt es wirklich einige Interpreten, die einfach besser sind. Ja. Die das schön Wo es mir bringen einfach viel und uns besser liegt es gefällt, muss nicht. ich ehrlich sagen, Ja, ja. wirklich. Das Schönste wäre, In der Lemane kommst Tirol, voller Handgeräte da und ein gutes Öl. Es führt Menschen gut, wenn sie es wo besten tut. Aber bestes heute wieder will, gut ist mein Öl. ja, schauen wir mal. Vielleicht Schauen schon. wir mal. Ja. Patrick muss nicht heimfahren, jetzt schon Schluss? Ja, na weißt du warum, weil wir jetzt nicht essen. Außerdem 9 Uhr morgen. Also gut, also wir halten fest, der Limonemann ist ja nicht ganz gestorben. Ja, der ist ja nicht ganz gestorben. Aber ja. Na gut, meine Herrschaften, danke vielmals. Morgen 9 Uhr sind wir wieder on air auf dem YouTube-Kanal, so wie da auch. Und mitunter, wenn die Breitband, also die Internetbandbreite, Sind wir auf YouTube und auf das Facebook. haben wir auf Facebook auch. Ja. Montag bis Freitag, schaut rein, die hat uns gefallen. Und auf jeden Fall war es leibend, dass du dabei warst. Haut uns einen noch ein Schmattes, wenn euch das taugt hat, bitte seid so lieb. Lasst den virtuellen Hut nicht leer herumgehen. Schmeißt so seine. Es muss kein großer Betrag sein, auch kleine Beträge. Schätzen wir und bedanken uns herzlichst. Und wir sagen jetzt auch musikalisch Dankeschön mit einer Schlussnummer von uns. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist ein gewahnt worden bei manchen Lied. Wir haben heute getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Und sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war heute wieder leibend, danke. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben heute Post und gesungen viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat er jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit.
Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Viert euch Gott, macht's es gut, gell? Danke euch vielmals. Viert euch.